Ein Stück Stein, Alter. Vorbereitet wie ein Stück Viech. So, das da müssen wir auch mal da verlegen, weil sonst haben wir wieder hinten fahren kann Platz nicht und weiß es selber ist. Und dann glaube ich, auf Twitch kickt schon, bin mir nicht sicher. Ich mein schon. Da, TV512. Herr Leubel, oh, glaube ich, bin mir nicht sicher. YouTube geht mittlerweile her. Schmiedi! 4000 km Brokkoli, Alter! Schmiedi, merci dir, Pussy. Leute, chillen. Chillen! Ich bin doch noch nicht mehr da. Pokémon 1, Pokémon 2. Freimicho AF. Wer ist du? Endlich wieder Retro-Adventure Time. Jawohl! Raute Nabecker. Herr Stolzerlöwe, ist sehr ähnlich. Ich habe auch unfassbar viel Bock auf der Tentacle. Ist so im Sommer so mitten drauf geschissen, was wir spielen, ob das die Leute taugt oder nicht. Da werden einige Leute dabei sein, die sagen so, oh, das ist mir zu langweilig, passiert ja gar nichts. Ja, aber keine Ahnung. Später habe ich schon gespielt, da bist du noch, weiß ich nicht, da bist du gerade in Abrahams Wurstkessel im Kreisverkehr geschwommen. Habe ich bin's, Birger, Micker, Retro-Gaming-Zeit, um die erste Frage zu beantworten. Wer hat's denn geschrieben? Ich glaube, das kleine Genie hat's geschrieben. Ich habe aber noch geantwortet, ich weiß nicht, ob es noch gelesen hat. Ja, da kann man genauso wie letztes Jahr in Monkey Island hin und her switchen zwischen der alten Grafik und der neuen Grafik. Habe ich schon ausgetestet. So, Friends of Design, erst mit dem Messi, Herr Schlützer, Messi, Schmiedi, Messi. So, wie schauen wir aus? Überhaupt und sowieso. Heute ist Micker, heute ist es wieder brutal, Leute. Ich habe halt so viel rausgemacht, Alter. Aber ich glaube, ich habe Sonnenbrand. Bin mir nicht sicher. Schau aus, den Sonnenbrand, ich glaube schon, ich glänze schon wieder so komisch. Ich weiß nicht, was da los ist, obwohl ich schwitze aber eigentlich gar nicht. Was ist denn da los? Schau, wer ist da die Schwitze? Jetzt kann ich mit am Pudern, bevor wir anfangen, oder was? Grüezi, fix nochmal! So, jetzt grüßen wir erstmal einen Haufen, so schaut's aus. Jetzt mir gerne auf. Habe die Ehre an, den springe ich an, den hin, dann ist vorbei. Was ist denn los mit dir? Bist du Wave? Auf das bin ich nicht vorbereitet. Fuck, ich hab kein Telefon da. Wieso hab ich kein Telefon da? Fuck, da muss ich die Säule nehmen. Schau mal, ob dieser geht. Hey, gehst du noch? Ja, ich glaub schon. Ja, schreib's mir an Danuvius Wave 2. 4, 6, mir wurscht befehl. Suchst du aus? Ja, weil er im Vollbier-Squad ist. Das hast du gemeint, du Kasselohr, wie du gestungen hast. Leg ja nicht auf, ich sag das. Mr. Wave-mäßig für die Mitgliedschaft. Pussy aufs Nussi. So, grüßen einen in den Haufen. Muss ich Lobis gerade, sonst kann ich nichts mehr lesen. Habe ich den Max, den Laura, das GTA, Egal, die Julian, den Bambi, oder die Bambi, oder den Bambi, oder das Bambi, wer weiß das schon. An den Haas, an den Z19 DT, an den Herbert, an den Blau Arschbubi, an den Forest Quota, an den Wölfgen, an den Haller, an den Mein Mike, an den Schmiedi. Pommes Nudel Kuh! Merci, Oida, für dein Resub! Ich glaub, kann man da sagen, es ist ein Resub. Hab nämlich gesehen, du hast ein lila Logo. Brudi, welcome back to the Pommes Nudelkuh. Was soll ich? Warte, ich hätte gerne in dem Moment, mir hätte ich gerne neben dir gesessen. Also, wirst du denken, dass du fuck, ich brauche einen Namen. Und dann hast du einfach angefangen zum Tippen und rausgekommen ist Pommes Nudelkuh. Das darf mich so stark interessieren, wie das hergegangen ist. Made my day every time. Makes my day every time. Ich weiß schon mein Englisch. Mein Englisch ist ein Hurensohn. Mein Englisch ist eins Horsan. So. Was ist denn los Lena! mit dir? Sie wird den ganzen Tag da. Lena schreibst. Ja, für jeden Buchstaben einen Strich. Ja, weil wir heute einen guten Tag haben. Und weil bald Sommerpause ist. Schreibst dir einmal Bussi aufs Nussi. Und weil sie so ein Liebsbeutel hat auch. Ich weiß gar nicht, Miezi in einer Windel. Ich weiß nicht, warum scheiß Mizis Windeln noch haben. Schreib jetzt mal. Laura, welcome to the squad. Ab in den Chat. Laura. Birger, du Mongo. Lena, Entschuldigung. Bussi auf Mizi. Oh nein, fragwürdige Aussage, Birger. Weiter. Merci dir und welcome to the squad. Habe ich die miteinander. Maxi, wen haben wir noch? Die Jessie haben wir, den Philipp haben wir. So viel die Damenschaft ist halt riesig. Bambi! Wie schon im Namen, da Bambi. Ich lese da kein da. Da. Nicht der, die, der, da hast du WIA zu schon im Namen größer als da kleiner als Bambi Einschaltungszeichen nicht der. Die Doa das lachender Smiley mit geschlossenen Augen du Zipfel. HBD. Du Zipfel! Bambi, merci dir, Bussi aufs Nussi. Freibier, Sepp, jetzt hätte ich fast Freibier Depp geschrieben. Serie aus dem Krankenhaus. Hashtag Herzmuskeln so, oh. Das hört sich aber nicht gut an.
Freibier, Sepp, weniger Freibier, eine Gondeln und mehr Herztraining. Ich weiß nicht, wie man Herztraining macht. Frag mich bitte nicht, wie man Was Herz... ist denn los mit dir? Was ist denn heute schon wieder? Ist halt Mitgliedschaft umsonst oder was? Ist die heute umsonst? Schau mich! Gott, hätte ich jetzt gerne echt das Telefon da nach dem zweiten Jahr hätte der Vorstand, weil du... Hab ich's jetzt gebrochen? Glaub nicht, geht schon noch. Schau mich, Was schreibst ist 2, denn 3, los 4 mit dir? und am Flo. Ich weiß nicht, wo soll ich herkommen. Bitte frag mich nicht, wo die alle herkommen auf einmal. Ich weiß nicht, ich drücke mal selber auf Mitglied werden bei mir selber. Das ist ungefähr so, als da ich mir selber anblasen. Nein, da ist nichts billiger heute. Da gibt's nichts geschenkt. Weiß ich nicht, dann schreibst du denen alle ein Boot voll! Flo und Schami. Was ist denn los? Heute gibt's 50% auf Mitgliedschaft. Ja, ich bin mir nicht sicher. Ich glaub's auch. Davon weiß ich nichts. Davon weiß ich nichts. Ich weiß davon nichts. Laura! Was ist Die denn los Endelpaar! mit dir? Was ist denn heiß? Jetzt ernsthaft? Ist die Mitgliedschaft heute umsonst oder was ist denn los? Zorak! Rutze, fix. Ich halte das mir heute das andersrum. So, ihr wisst überhaupt die Telefonnummer vom Vollbiersquad Vorstand. Ja, ich weiß schon noch. 555 Nase. So. Jawohl. Du bleib einfach gleich dran. Ich hab irgendwie das Gefühl, die Mitgliedschaft sei Aber umsonst. bin schon a Zeitel dabei #Affenchen Stream Grias an Tiroler Nachbarn. Tiroler Nachbarn. Hab ich ausgekehrt. Mehr nicht. Ich lese gleich nach. Hey, Grüezi, fix, ich bin gerade am Telefon. Fix, Letten, Alter. Fix, Letten. Schreib am Zucker gerne auf und bleib gleich dran. Warte, ich stell dich da so an Zeiten her und jeder, der Mitglied wird, die ist halt umsonst Auf offensichtlich, geht's, dem schreibst 555. Hab ich dir. Seid Dünnschiss! Leute, dankeschön. Chillt seine Gnierschein. Was ist denn los? Ich kapier's nicht. Laura, merci dir. Dirndlpaar. Aber bin schon eine Zeitl dabei. Hashtag, was? Anfansch. Diese ne, den brauche ich ein bisschen. Wenn es zusammengeschrieben ist. Auf ein schöner Stream. Grüß an Tiroler Nachbarn. Jetzt seid wir beieinander. Schöne Grüß an die Lieblingsnachbarn. Bussi aufs Nussi. Steff, merci dir. Habe drüben Biergeli. Bin in der Spätschicht, aber Stream wird daheim von vorn angeschaut. Hashtag Bierger bester YouTuber. Ob ich mich noch so stark als YouTuber bezeichnen darf, das ist fragwürdig. Das weiß ich nicht. Aber, ich gelobe besser. Was ist hey? Was ist hey? Vollbier-Squad ausverkauft, Mr. MRC! Emir, bist du noch dran? Ja, das möchte ich aber hoffen. MRC auch ins Boot, hast du es mitgekriegt? Joe, schaust du eigentlich zu? Ja, dann glaube ich, gibt es eigentlich sowas wie eine Gehaltserniedrigung? Mr. MRC, merci dir. Joke, Brother. Y bin ZS Pot VOA no Minimalhund draußen. Hund wichtiger gleich Bierger. Los ich 10. Joke, Brother, merci dir. Schuhgrim Sepp. Jesus Christ. Der Jesus Christ hat mich erwischt. Der war 5 von Mimikini. Ich sag, dass es ist. Leid, was ist mit euch? WOS spust, WOS in meinem Euder Arne kennt. Der Sweat-Ätzer Ufknummer und dann der Enkel Zoak. Jawohl! Raute 555 Latex. Feel spanked. All hail to our community grandpa. Der wahrscheinlich so alt war wie ich, wie das Sperser gekommen ist. Übrigens 1993. Ich weiß nicht, was heute ist, Alter. Der Verb 95 schreiben Mitglied Micke. Ja, ich glaube auch. Also irgendwas gibt es heute umsonst. Ich weiß nicht. Leute, dankeschön. Seriously. Chillen. Jetzt passen wir Obacht. Danke, merci der Fight. Merci Joke, merci Schulgrim Sepp, merci Steff, merci. Aber ich bin, ja, das habe ich noch gelesen. Jesus Christ, auf geht's. Du Vollidiot. Was ist denn los mit dir? Ich kann's nicht verstehen und meine Laterne mit mir. Dort unten leuchten die Mitgliedschaften und oben leuchten wir. Was soll ist los? Warum ist das halt... Aber ich verstehe die Frage nicht. Kann man das mal bitte jemand reinschreiben? Ist da halt irgendwas Besonderes? Ich hab keine Ahnung mehr. Maddox, welcome to the squad, dankeschön. So, kann man jetzt wieder unsere Gnierscheiben chillen? Ich darf gerne erklären, was wir heute werden. Für alle, die sich da jetzt vielleicht irgendeinen super Action-Todes-Blockbuster oder sonst irgendwas vorstellen. Day of the Tentacle kam heraus 1993 und ist, glaube ich, der inoffizielle Nachfolger von Maniac Mansion. Halt kein Geld in Arsch, sondern wirklich, ja, ich weiß was im Prinzip. It's the same picture. Irgendwie merci dir. So,
Es ist ein absoluter Klassiker. Es ist ein Point-and-Click-Adventure, genauso wie zum Beispiel, ich glaube, das bekannteste Point-and-Click-Adventure der Welt ist Monkey Island. Bloß mit ein bisschen mehr Kniffen, ein bisschen bunter und ein bisschen abtrader und das sind die 3 Charaktere, die wir haben und so weiter und so fort. Das heißt, und es ist sauwitzig. Und es ist, pass auf, sind wir 28 Jahre alt. Alter Schwede! Also das erste Mal habe ich das definitiv in den 90er gespielt und das werde ich ja nie vergessen, das war in irgendeinem Heftel drin. Das war in einem Heftel drin mit Monkey Island, mit Sam & Max und mit Day of the Tentacle. Und ich glaube, es hat so Gold Games hat das Heftel geheißen. Ich bin mir nicht sicher. Das Spiel kam noch auf Floppy Disk raus. Das ist richtig, aber im Original habe ich es nicht gehabt. Ich habe es einmal irgendwann dann, ja, halt kurz drauf, wann wird das gewesen sein? Keine Ahnung. 95 sowas, da war ich noch nicht so weit. Da war es dann einmal irgendwann in so einem Heftel drin. Eben mit den 3 LucasArts-Klassiker, Classics wie Monkey Island und Sam & Max. Was wir nächstes Jahr dann vor der Sommerpause spielen. Sam & Max ist... Sam & Max ist so gut. Ja. Sam & Max ist eigentlich auch so gut, das hätte man eigentlich auch spielen können. Aber wir spielen heute ganz gemütlich und ganz in fucking Ruhe. Jetzt pass mir auf. Und irgendjemand im Discord, Benzini, hat... Ich freue mich auf den Stream, meine Spätzle und ich schauen alle zu. Ist das dein Ernst? Ist das dein Ernst? Da muss ich jetzt schnell auf Monitoraufnahme. Oder was? Meme Review? Aber sagt das nicht. Monitoraufnahme? Ist das der Benzini ihr Ernst? Die hat wirklich eine gehäkelte Tentakel. Was möchtest du denn für die? Was möchtest du für die? Weil ich so nicht hätte ich auch gerne, aber unten müssen ein bisschen dicker sein. Schaut aus wie so eine Flaschenwärme. Lila Tentakel, beste Tentakel, Alter. Lila Tentakel, beste Tentakel, Alter. So, Maxi Taxi, ich hab dich schon gesehen mit deiner Mitgliedschaft. Kruzifix, jetzt nicht so laut! Ich weiß nicht! Um eine halbe rundherum gestrickt. Ist absolut geil auf alle Fälle. Maxi Taxi, merci für deine Mitgliedschaft. Welcome to the Squad. Ab in den Chat, tritt an alle neue Mitglieder. Was weiß ich, wie viel das heute waren. Absoluter Wahnsinn. Pizzini, die kaufe wieder an. Oder ich frag einen Basti, seine Freundin, die häkelt gerne aus meinem lila Tentakel häkelt. Das war super geil. Naja, gut. Drauf geschissen, Kinder. Zurücklehnen und wir genießen das Spiel. Arrues. Wieso sagt man da nichts? Mr. Wave! Ich schau schon seit ein paar Jahren deine Videos. Ich hab JEZ im Urlaub endlich einmal Zeit, dass ich dir auch live zuschauen kann. Day of the Tentacle hab ich 4 Jahre im... Mr. Wave, herzlichen Dank. Es ist schön, wenn Leute da sind, die das Spiel nicht kennen, weil ihr müsst mir helfen. Ihr müsst mir definitiv helfen. So. Was läuft denn da? Oh, Tröte für Mitglieder, stimmt. So, das war der Tröd zum Micker. Und jetzt ist er Ruhe. Ich glaube, wir müssen mit Musik ein bisschen leiser machen, sonst kriegen wir einen Schlaganfall. Optionen. So wird gespielt, Steuerung, Einstellungen. Lautstärke, Musiklautstärke machen wir ein bisschen weniger. Soundeffekt lassen wir drin, Sprachlautstärke lassen wir auch drin. So, also, wir spielen übrigens als Remaster von dem Ganzen. Das bedeutet, das ist das gleiche wie letztes Jahr Monkey Island Remastered. Also die Grafik wurde halt neu gemacht in HD und neu gezeichnet und so. Und wenn man F1 drückt, ja, im Menü geht's leider nicht. Aber in-game dann, zeige ich euch gleich. Dann kann man live umschalten zwischen der neuen und der alten Ansicht von 1993. Alter, ist das laut, ist immer noch so laut. Bürger die Musik allein! Was ist denn los mit dir? Ich weiß nicht, was heute los ist. Herr Pielmeier, Bussi aufs Nussi, welcome to the squad. Immer noch zu laut? Immer noch zu laut, muss ich noch mehr oben rein. Ich meine, es muss ja passen. Ja? Besser? Rest in peace, Mr. Headphone User. Herr Pielmeier! Welcome to the squad. Bussi aufs Nussi. Aber ich muss mich gerade konzentrieren, dass wir da vielleicht ein bisschen leiser machen. So, besser? Ist das in Ordnung? Wie schaut's aus? Waren die Twitch-Leute? Die können schnell reagieren mit YouTube-Leute. Die brauchen aber halbe Minuten.
So passt's. Herr Witzkran, das wollte ich hören. Dann würde ich sagen, drücken wir auf neues Spiel und dann schauen wir uns erstmal das Intro. Ich werde ein paar Mal auf F1 drücken zum Hin- und Herschalten und dann sehen wir es schon. So, los geht's! Ah, möchtest du die Entwicklerkommentare aktivieren? Ah, nein, das der wir uns nicht an. Das der wir uns nicht an, das ist nix. Hat's früher auch nicht gegeben. ich muss nicht jetzt schlagen. Kann man da schon umschalten? Tatsache, man kann da schon auf F1 umschalten. Ich liebe es. Oh, Musik ist auch nice, ne? Ah, LucasArts war Bombe, Alter. Ich hab sofort den härtesten Flashback der ganzen Welt bei der Musik. Okay, ich muss... Psst. Ich bin durstig. Ich glaube nicht, dass du das trinken solltest. Wie gut, dass ihr es auch gemacht habt. Super awesome. Es sieht ungesund aus. Blödsinn. Ich fühle mich großartig. Smarter. Aggressiver. Ich fühle mich, als könnte ich... Jetzt könnte ich. Als könnte ich... Kriegt den Arm. die Welt erobern. Achtung, umschalten. Ich glaube, den brauche ich für die Bändler-Wörn. Du weißt schon, wir könnten ihm den Kopf abbeißen oder so. Sieh mal, Hogi, ein Hamster. Genau das, was ich morgen für den Sezierunterricht brauche. Ich glaube, den brauche ich für die Bändler-Wörn. Du weißt schon, wir könnten ihm den Kopf abbeißen oder so. Wer kennt die Anspielung? Hände weg von dem Hamster. Ein Freund von dir, Bernhard? Bernhard. Er gehört dem verrückten Ed Edison. Sieht so aus, als hätte er was mitgebracht. Ich seh, dass es zu laut ist, ich mach gleich leiser, aber wenn ich jetzt außer tapp, bricht's ab. Er ist von meinem Freund Grüntentakel. Da steht, dass Purpurtentakel zu einem verrückten Genie mutiert ist. Und dass Dr. Fred beide töten will. Es hat früher schon Und ich cool dachte, ich ausgeschaut, wäre Shaggy. Dr. Fred und diese verrückten Edisons los. Aber ich muss wohl noch mal zurück zum Tollhaus. LucasArts Entertainment Company presents. Warte, der Drum Solo. Wie, ist das einfach Musik oder was? Oh, geht direkt los, geht direkt. Ich mach gleich leiser, Leute. Ich mach gleich noch mal ein bisschen leiser. Das war damals noch so, da hat man vorher hergezeigt, wie Mr. Gechillter, du musst den Mic lauter machen. Nein, ich muss das Spiel leiser machen. Ich muss mein Spiel leiser machen. Merci dir. Das müssen wir uns anschauen, das hilft uns. Herr Niklas Ritter, nein, das spielen wir halt nicht komplett durch. Mit Sicherheit schafft man das nicht. Ich wusste, dass das Intro so lang ist und war. Ich tu mir Retro-Mode. Da, das heißt halt wirklich ein Shell. Was ist der denn die? Die fahren nicht ins Toll aus, hat er ja auch gesagt. Geil Soundeffekte. Ah, damals war die Welt noch in Ordnung. Was ist denn los mit dir? Gut, Roy! Was ist denn mit den Mitgliedschaften? Ich weiß nicht, was ich sagen soll, Leute. Leute, welcome to the squad! Okay, Vielen wir schwärmen aus. Vielen Dank. Laverne, du sicherst den Bereich hinter diesen Doppeltüren. Cody, du kümmerst dich um den ersten Stock.
Und ich mache hier die Kommandozentrale. Wonach suchen wir eigentlich? Wir müssen rausfinden, wo Dr. Fred die Tentakel festhält. Hoffentlich dauert das nicht lange. Ich habe morgen meine Anatomieprüfung. Und ich muss nachher noch einen Auftritt vorbereiten. Oh, der Hoagie. Wenn ich zu spät komme, kann ich das Schlagzeug nicht testen. Und der Burnout. Wie ich Dr. Fred kenne, Mike, merci dir. hat er die Tentakel in seinem Geheimlabor versteckt. 4000 Kilometer pro Stunde Die Frage ist Auto. bloß, Cheyenne Grier wo ist an sein alle Geheimlabor? Indianer. Oh, ich glaube, ich weiß noch, wo sein Geheimlabor ist. Mike, merci für den Fünfer. Ich bin mir nicht sicher, ob das 4000 oder 8000 km/h Auto war. Ich glaube schon. Merci dir, Mike. So, was ist das da? Dot-Steuerung. Bewegen mit der linken Maustaste, Verbalauswahl öffnen, mittlere Maustaste ist Inventar. Shift hervorheben von Objekten. Das hat's früher nicht gegeben. Leider Ruhe jetzt Zeit. Kruzifix. Des Wertheit saug miatlich. Du host no a bissel a Urlaubsgeld, Hashtag Geldgeiler Wichser, Hashtag Slayer. Slayer. Was ist Bussi, denn los mit Nein, dir? was ist denn halt? Ich kapier's nicht ganz, was die Mitgliedschaft muss doch geschenkt sein, das gibt's nicht, das haben wir schon seit einem Jahr nicht mehr gehabt. Dass nur am Abend so viele Leute Mitglied werden, ich weiß nicht, wie ich sagen soll, ich weiß schon Gesicht, merci dir, Bussi aufs Nussi. Dankeschön für eine Mitgliedschaften. Leider Ruhe jetzt, ich hab vergessen, dass ich Donation Sounds ausmache, die sind jetzt aus. Entschuldigung, und dann schreiben wir Watschenfotzen und 2 aufs Boden und jetzt seid ihr Ruhe, wir müssen uns, können wir gar keinen Meter nicht weiter in dem Spiel. Los geht's! So, aufgelegt, Telefon, hi. Mimi Montag, Mitglied Mika, ja, ich weiß ein bisschen das Gefühl. Frau Weifen. So, was haben wir da sonst noch so? Also Shift ist auf alle Fälle hervorheben von Objekten, das ist, glaube ich, gar nicht schlecht. Escape, Menü, Rendermodus wechseln, F1 haben wir, Enter bestätigen, Menü, Navigation, Zwischensequenz überspringen, brauchen wir nicht, Inventar, Entwickler, Kommentar. 1, 2, 3 ist Auswählen vom Hoagie, Bernard und der Laverne. Wer die sind, haben wir gerade gesehen. Das sind die 3 Charaktere. Wir spielen mal alle 3. Was hat es da Dialoge gegeben? Das weiß ich nicht mehr, Alter. Man kann das mit dem Controller spielen? Muss ich mir etwas sagen. Alter, was ist denn das? Was ist das? Maniac Mansion. Man kann in dem Spiel ein anderes Spiel spielen, aber da können wir später erzählen. So, da sind wir auf alle Fälle. Jetzt drücken wir mal Shift und schauen. Alter. Also, das hat es früher nicht gegeben. Gibt es das im alten Modus auch? Nein, im alten Modus hat es. Alter. So hat es halt früher ausgeschaut. Falls ich jetzt da einen Scheiß erzähle, dann korrigiert es mir bitte im Chat. Das ist die sogenannte Scum Engine. Was das genau ausgesprochen heißt, weiß ich nicht mehr. Aber alle diese Spiele, diese Point-and-Click-Adventures von früher, wie Monkey Island, D-Star, Maniac Mansion, Full Throttle, Simon the Sorcerer und was weiß ich nicht alles, ist alles in dieser Scum-Engine gemacht worden mit statischen Hintergründen und dann hast du Objekte sammeln können mit Inventar und eben mit diesen Befehlen, mit Schau, Öffne, Ziehe, Drücke, Schließe, Benutze, Nimm, Gib und Rede. Ja, wenn es jetzt da umschaltet, ist das heute ein bisschen anders. Oh, ich muss noch leiser machen. Entschuldigung. Ich muss noch leiser. Ich drehe ein bisschen leiser und in-game mache ich die Musik auch ein bisschen leiser. Spiel fortsetzen, Optionen, Einstellungen, Lautstärke und Zucker. So. Und dementsprechend war das ziemlich schwierig, weil du nämlich da hoppala, Spiel fortsetzen, da. Weil du nämlich da nicht auf Shift hast drücken können früher und dann blinken alle Objekte, mit denen du irgendwas tun kannst. An was ich mich auf alle Fälle nur erinnert ist, das Teil, das da am Boden liegt, das ist nämlich Kaugummi mit einem Gate-Sticker drin. Kaugummi mit Groschen drin. Rechts, und dann kommt quasi dieses Menü da. Was ist das da? Gib, drücke Kaugummi, ziehe Kaugummi mit Groschen. Es klebt am Boden fest. Es klebt am Boden fest. Ziehen, Gibi, merci dir! An alle neuen Mitglieder mit Gleitgel und Anlauf am Bürger entlehnen. Radonix, merci für die Mitgliedschaft. Herr Pielmeier, Christmann, Schmidmax, unsere Freundin bitte. Schmidmax und deine Willi! Bussi aufs Nussi, dankeschön. So, Ruhe jetzt! Shift ist gleich der ADHS-Kinder ohne Aufmerksamkeitsspanne Cheat. Das stimmt. Ist aber auch nicht ganz unnützlich jetzt da für einen Stream, weil ich da nicht keine 4 Stunden lang nicht umeinander gurken möchte. Stimmt da, also jetzt pass auf. Das erste, was man da in der Regel normalerweise immer tut, ist, wir spielen jetzt erstmal das alte. Und du gehst erst einmal mit dem Mauszeiger über alles drüber, was du überhaupt alles tun kannst. Und unten, da wird da steht, geh zu Telefon. Und dann kommt Sieht kaputt aus, aber da ist irgendwas im Münzschacht. irgendwas im Münzschacht. Geh zu Groschen. 1952. Was 1952? Nimm
Groschen. Bam, Alter. Und schon haben wir einen Groschen. Probieren wir mal Folgendes. Gib, nimm, kann man da nicht. Schau. Groschen. 1952. Vielleicht ist es nur für irgendwas nützlich. Merken wir uns einmal. 1952. Was ist denn eigentlich das da? Textbuch. Was ist das? Das Chicagoer Handbuch für den thermodynamischen Fluxkompensator. Großartiges Buch. Ich habe nur Fluxkompensator gehört und war hellauf begeistert. So, schaut mal wieder um. Was kann man alles machen? Oh. I know something. Öffne Pendeluhr. Aha, ein Geheimgang. Das ist fast schon zu einfach. Das war fast schon zu einfach, an das habe ich mich aber noch erinnert. Da gehen wir jetzt aber... geht automatisch. Das tut er übrigens jetzt mal, auch wenn du 80 Meter oben gehst. Oh! Laverne, wie bist du nach oben gekommen? Ich bin oben? Zwischensequenz. Ups. Hast du Tentakel gesehen? Laverne ist so behindert. Was sind Tentakel? Oh, nur etwas, das ich in meiner Freizeit erfunden habe. Gute Tiere eigentlich. Bis einer von ihnen versuchte, die Welt zu erobern. Ich musste die beiden im Keller fesseln. Oh, haben wir Gut, schon dass Sie uns gefunden. das gesagt haben. Ja, Bernhard wollte, dass wir sie befreien. Zum Glück seid ihr nicht so blöd. Sagtest du Bernhard? Oh. Okay, Oh, oh. ihr seid frei. Danke, Bernhard. Die grüne... Ja, danke, du naiver Mensch. Jetzt bin ich frei, um die Welt zu erobern. Warte. Und wo hupft er hin? Oh ja. Jetzt erinnere ich mich. Er ist unglaublich böse, oder? Ich versuche ihm das auszureden. Ach, welchen Schaden könnte ein verrücktes mutiertes Tentakel schon anrichten? Verdammter Mist. Dr. Fred. Dr. Was Fred! hast du diesmal wieder gemacht, du neugieriger Milchtoast? Jetzt ist Purpur tentakelfrei und kann seine Macht benutzen und die Welt erobern. Um die Menschheit zu Da versklaven. kann der Mensch soll ich versklaven! Die einzige Hoffnung ist jetzt, meine Matschmaschine auszustellen und zu verhindern, dass das Mutagen in den Fluss gelangt. Ist es nicht ein bisschen zu spät dafür, Doktor? Sicher. Deswegen müssen wir es schon gestern machen. Ab zur Zeitmaschine. Oh, Das ist alles deine Schuld, Bernhard. das war jetzt ein kurzer Spaß. Achtung, Alter. Kinder, der Kron und John. Doc, kannst du Bernhard nicht alleine schicken? Nein, ihr müsst alle gehen, um die Chance zu erhöhen, dass wenigstens einer überlebt. Sind schon mal irgendwelche Leute hier drin verletzt worden? Natürlich nicht. Das ist das erste Mal, dass ich es mit Menschen ausprobiere. So hat's früher ausgeschaut. So weit, so gut. Das sind übrigens, Bernhard, komm her, damit ich dich schlagen kann. Das muss dieses Woodstock sein, von dem Mutti und Vati immer reden. Was soll das alles bedeuten? Ich weiß nicht, ich will es nicht wissen. Wir werden das gestern wohl nicht erleben. Ich bin mir sicher, Dr. Fred hätte das nicht getan, wenn es nicht sicher wäre. Schließlich ist er ein Doktor. Es funktioniert. Ich kann es nicht glauben. Ha! Und da sagt man, ein imitierter Diamant würde nicht reichen. Schmied Max, grüß dich. Merci dir. Merci dir. Oh, oh. Oh, jetzt geht was schief. Der Augi ist der Geilste. Laverne hängt in die Barmen der Zukunft.
und der Burner ist wieder in der Gegenwart. Das ist so schlau und clever gemacht, das Spiel. Ich hätte doch nicht diese Billigjuwelen aus dem Katalog bestellen sollen. Wer kennt sie nicht, Was die ist mit Tobi und Billigjuwelen Laverne aus dem passiert? Katalog? Ich wusste, ich hätte einen richtigen Diamanten kaufen sollen. Leben Sie noch? Laut meiner Anzeige ist der Dicke 200 Jahre in der Vergangenheit gelandet. Der Dicke. Und die andere hängt 200 Jahre in der Zukunft. Na los, bringen Sie sie zurück. Werde ich ja, sobald ich einen neuen Diamanten habe. Dann müssen deine Freunde nur noch ihren Chrono John anschließen und... Anschließen? Wo soll Hoagie denn eine Steckdose finden? 200 Jahre in der Vergangenheit. Tja, nun, er braucht wohl meine patentierte Superbatterie, was? Tja, aber wo habe ich die Pläne dafür nur hingetan? Pläne? Wie sollen wir Hoagie denn die Pläne schicken? Durchs Klo Stör spülen. mich nicht mit Details, Junge. Hilf mir, die Pläne zu finden. Sie sind hier irgendwo. Okay. Also, was soll ich jetzt machen? Ja, das freue ich mich ehrlich gesagt auch. Ich dachte, ich hätte mich klar ausgedrückt. Na! Erstens, Pläne finden. Okay. Zweitens, Welt retten. Phase 1, Phase 2. Drittens, raus aus meinem Haus. Los geht's. Da hat er, glaube ich, einen kurzen Hänger gehabt. So, was ist das jetzt? Haben wir es jetzt? Hallo? 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 Okay, kurz hängen geblieben. Okay, wir haben wieder da. Okay, also. Wie wir alle gesehen haben, die Laverne ist 200 Jahre in der Zukunft. Der Hoagie, der dicke Mettler, der ist 200 Jahre in der Vergangenheit und wir haben in der Gegenwart. Und wir müssen jetzt unserem Doc helfen, drittens, raus aus meinem Haus. Wir müssen jetzt Pläne finden und einen Diamanten. Jetzt gehen wir erstmal zu dem Schalter und schauen mal, was passiert. Warum? Einfach, weil wir es kennen. Drück den Schalter. Drücke. Ich will nicht noch mehr anstellen. Ah, schade. Gut, dann wieder oben. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, ich muss erst einmal ein bisschen jetzt in dem Haus umeinander laufen. Vielleicht erinnert ihr mich an ein paar Sachen. Wir haben ja nicht... Wo ist denn das Inventar? Da ist das Inventar. Es war früher besser. Vielleicht habe ich sie oben. Oh. Das ist es. Sie sind oben. Ah, it's a trap. Die hängen gar nicht oben. Da muss man, glaube ich, einen Hamster einstecken. Ich sag das, wie es ist. So, Hebel. I'm a simple man, ich sage einen Hebel, ich druck. So, nun ist sie aus, aber es ist schon zu spät. Okay. Shift, Papier. Papier. Es ist Dr. Freds Plan für die Superbatterie. Sie ist in der Lage, 1 Gigavolt zu speichern bei einer Ladezeit von 0,1 Sekunden. Wow. Ja, das ist Patentanmeldung. Nimm's. Ich habe die Pläne. Schnell. Wir müssen sie zu Hoagie spülen. Wie wollen Sie das machen? Meine genialen Das war Superbatteriepläne. leicht. Bitte. Sie haben sie wirklich weggespült. Ja! Durch die Toilette. Nein! Durch die Zeit. Mit Hilfe der Zeitfluss-Strudelkammer, die ich in jedes Chrono John eingebaut habe, kann man kleine, Zeitfluss-Strudelkammer. unbewegliche Objekte durch die Zeit schicken. Kleine, unbewegliche Objekte durch die Zeit schicken. Und Schall offensichtlich. Hallo? Dr. Fred? Können Sie mich hören? Guti! Mist! Haben Sie etwas gehört? Nö. Mal sehen, ob, wie hieß er, noch etwas merkt. Guti, merci dir. Niemand braucht sich dafür bedanken. Ich Na hab auch prima. Spaß, so ist Ich nicht. sitze in der Kolonialzeit fest, die Tentakel übernehmen die Welt und die Toilette kommt hoch. Hoagie, komm hier rüber. Hier ist dein alter Kumpel Dr. Fred. Fred. Dr. Fred? Dr. Fred, Wie bist Dr. du da Fred? reingekommen? Ich möchte, dass du die Pläne nimmst, die da in der Schüssel schwimmen, Hoagie. Bring sie zu Red Edison. Er ist mein Urgroßvater. Das ist so Er wird gut wissen, was gemacht. zu tun ist. Du brauchst die Pläne für eine Superbatterie, um deine Zeitschüssel daran anzuschließen.
Wenn du meinst, Bernhard. Guter Junge. Hat er Erfahrung mit Elektronik? Tja, ich sah mal, wie 3000 Volt direkt durch seinen Kopf ging, ohne dass er mit der Wimper zuckte. Wurde er da nicht bewusstlos? Nun, er war schon bewusstlos, als das passierte. Zeit für mich, die Welt zu retten. So, sind wir jetzt der Hoagie. Was, hä? Was ist das? So, sobald Tobi die Batterie fertig hat, können wir starten. Ich glaube nicht. Wir brauchen immer noch einen Diamanten für den Generator. Und deine Freundin in der Zukunft braucht auch Hilfe, wenn sie denn noch lebt. Noch lebt? Holt mich hier runter. Ich mag Bäume eigentlich, aber dieser hier könnte ruhig verschwinden. Oh, ein dezenter Hinweis. Das heißt, wir lassen mir in der Vergangenheit den Baum verschwinden und dann kommen sie. Ja. Das ist, also du musst dir vorstellen, das ist von 1993. Das ist 28 Jahre alt, das Spiel. Und das ist so schlau gemacht, das gefällt mir so gut. So, jetzt pass mir auf, Becher. Nimm Becher. Kann man den nehmen? Nein, kann man nicht. Hamstergenerator steht sogar dort. Kann man den nehmen? Wenn er nicht hinschaut. So, warte mal. Den kann man doch garantiert nehmen, wenn ich da jetzt ziehe. Sie ist jetzt wieder an. Lass die Finger davon. Dann muss ich ihren... Hey, Dr. Fred! Fred! Wir müssen etwas unternehmen. Sie bekommen noch wunde Hände, wenn Sie so weitermachen. Wie läuft das Geschäft bei den verrückten Wissenschaftlern? Nun, wir müssen die Welt retten. Wir müssen etwas unternehmen. Was schlägst du vor? Kein Diamant für die Zentraleinheit. Keine Kraft für die Zeitschüsseln. Ein mutiertes Monster. Stromert draußen rum, erobert die Welt. Ein schwarzer Tag für die Forschung. Okay. Was wäre, wenn wir den Fluss säuberten? Was wäre damit, wenn Purpurtentakel zu fangen? Dann muss ich die Welt wohl alleine retten. Viel Glück! Hey, ich bin mir ziemlich sicher, dass man den Kaffeebecher irgendwie kriegt, aber ich weiß halt nicht mehr wie. Ich weiß jetzt nicht, wie man... Jetzt probieren wir mal, ob man mit dem Baum irgendwas tun. Jetzt gehen wir mal auf. Das ist das Schöne an dem Spiel, halt Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft. Du bist aber immer im gleichen Haus und in der gleichen Umgebung und du kannst da halt Gegenstände durch Zeit schicken und so weiter, und wenn du Gegenwart manipulierst, dann wird quasi Zukunft anders und so weiter. Uzi! Bürger sagt, er auf der Tentacle und die Bad Dragon Aktien so Stonks! Bestimmt bald eine neue Partnerschaft. Was ist ein Bad Dragon? Was ist Bad Dragon? Gib mir more information. Weiß ich nicht, was du meinst. Dann habe ich irgendwelche Flashbacks so von wegen, dass man diesen Kaugummi mit Groschen da drin, dass man den mit einem Ding rauskriegt. Mit einem Brecheisen. Ich habe aber keine Ahnung. Bad Dragon, don't google it. Spreng ich, da verlasse ich mich auf die. Weißt du, wenn ich zu jemandem sage, googelt ja nicht nach 2 Girls, 1 Cup, dann meine ich das ernst. Zettel! Nimm Zettel! Kann man den nehmen? Ja, komm mal. Inventarbeutel. Da ist. Was haben wir da? Zettel. Lesen. Es ist aus Georges Haushaltswarenladen. George sagt, dass jeder Amerikaner einen Staubsauger im Keller haben sollte. Weiß ich nicht, was ich mit dieser Information anfangen soll. So, jetzt gehen wir mal aussehen da. Kühe umgeworfen. Polizeistau. So eine dämliche Scheiße. Weil Tentakel Hint gekriegt hat und sie möchte Welt erobern, schubst's Kühe um. Es ist so gut, Alter. Was haben wir denn da? Vogelbad. Toter Cousin Ted. Warum ist da? Das weiß ich nicht mehr, aber es gehört auf alle Fälle mir umgeschaltet. Es ist so gut. So, Mail, Briefkasten. Kann man mit Sicherheit öffnen. Öffnen den Briefkasten. Ist da was drin? Nö. Vielleicht kann man da auch wieder in der Vergangenheit was machen, dann ist da im Brief... Ja gut, das ist aber 200 Jahre. Schauen wir mal. Parkplatz. Da ist... Mann mit Skimaske. Wash me. Dreckiges altes Auto. Gehen wir mal zum Mann mit Skimaske. Hi.
Erschreck mich nie wieder so. Was tut denn da? Das Auto ist hier. Was machst du da? Was machst du da? Ich hab mich ausgeschlossen. Da sind keine Schlüssel im Auto. Warum öffnest du den Kofferraum, wenn du ausgesperrt bist? Nette Brechstange. Nette Brechstange. Sag ich doch. Danke. Glaub nicht, du könntest sie dir leihen. Ich brauch sie selber. Halt mal. Dann helfe ich dir, dass du reinkommst, dann gibst du mir's. Warum öffnest du den Kofferraum? Bla. Warum öffnest du den Kofferraum, wenn du ausgesperrt bist? Ich hab da Ersatzschlüssel drin. Da sind keine Schlüssel im Da Auto. sind keine Schlüssel im Auto. Um ehrlich zu sein, habe ich sie verloren. Bis später. Ja, Mit ihm muss man auf alle Fälle irgendwas machen. Frontscheibe, schauen wir uns die Frontscheibe mal an. Steht Wasch mich drauf. Da steht Wasch mich im Staub. Manche Leute glauben, wenn man sein Auto wäscht, regnet es. hä? Was sollte denn das jetzt? Hä? Das war wieder irgendein subtiler Hinweis. Es ist wirklich dreckig. Es ist ein dreckiges altes Auto. Es ist wirklich dreckig. Das kann man nur benutzen. Das gehört mir nicht. Okay, dann müssen wir hinterher auf den Weg. Dann müssen wir schauen, ob wir mit dem Baum irgendwas da erkennen. Wahrscheinlich brauchen wir aber da erst eine Schaufel. Rohre mit grünem Matsch. Erinnert mich an das letzte Mal, als ich die Grippe hatte. Stark, keine Chance. Schafft man nicht. Oder? Ja, wieder zurück. Wieder zurück müssen wir erstmal das Haus durch. Ich seh da heute aber auch keinen Baum nicht. Aber ist ja wurscht. Aushilfe gesucht. Schauen wir das mal an. Was kann man da noch tun? Aushilfe gesucht. Laborassistent. Hart arbeitender Knecht, der Genie bei Experimenten hilft. Der hart Abitur arbeitende nicht Knecht. erforderlich. Deswegen ist Laverne da. Der Hoagie muss das mit dem Baum machen. Schauen wir mal. Jetzt gehen wir erstmal weiter. Ich hab da eine Klingel. Kommt da jemand? Nö. Jetzt habe ich auch noch was gelesen. Das Help Wanted Schild braucht der Hoagie. Ich weiß zwar noch nicht für was, aber ein guter Punkt, dass du das sagst, dass ich bei euch auch ausprobiere, ob man es mitnehmen kann. Nehmen. Es ist auf der anderen Seite des Fensters. Ah, Birger, du Noob. Schaut aber aus, als was draußen. Verzetzt mir nichts anderes. Dann gehen wir da her. Alles krampfen, was geht. Da hast du absolut recht, Sprengi. Alles oh ja. Uso der Clown. Ich habe meine Angst vor Uso nie überwunden. Haune. Ich hasse diesen Clown. Ja, kann ich verstehen. Was da Gitter? Das hat man aufmachen können, das weiß ich noch. Nimm Gitter, öffne Gitter. Ich weiß aber nicht mehr. Gitter? Kann man nicht nehmen? Weiß ich nicht mehr, was so. Zigarrenanzünder kann man mit Sicherheit auch mitnehmen. Hey, Junge, du hast die Party verpasst. Was für Party? Sie und der Clown hatten eine Party? Quatsch. Letzte Nacht. Hier auf dem Scherzartikelkongress. Ich sage dir, wir Scherzartikelverkäufer verstehen es, eine Party zu feiern. Wissen Sie schon, dass Sie aussehen wie Donny Osmond? Wer ist der Donny Osmond? Weiß ich nicht. Wissen Sie schon, dass Sie aussehen wie Donny Osmond? Das ist komisch. Meine Frau sagt, ich sehe aus wie König Charles I. Möchtest du eine Zigarre? Was? Klar, geben Sie mir eins von diesen Havanna-Babys. Tut mir leid, meine Mutter hat mir das Rauch verboten. Klar, Havanna-Babys! geben Sie mir eins von diesen Havanna-Babys. Du dachtest wohl, ich puste dir den Schädel weg, was? Tja, du hattest recht. Das ist so.
solltest nicht rauchen. Ist eine schlechte Angewohnheit. Ja, ist ja gut. Loch, das ist der Fettsack. Das bringt mich immer wieder zum Lachen. Ohne Lachsound. Komm, das nehmen wir, das Zigarrending. Nimm das mal. Hände weg! Das ist ein ganz neues Präzisionsgerät. Kann man da sonst noch so da? Ekelhaft. Ekelhaft. Ich weiß auf alle Fälle nur, dass man mit denen... Ich glaube, ich weiß wieder, für was das Gitter da war. Ja. Ha! Das hab ich noch gewusst. Die komischen Klapperzähne, die springen davon. Einen Kamin! Ich weiß zwar nicht, was wir im Kamin drin deren, aber... Da hat man eine Fahne aufziehen können, glaube ich, oder hat man eine Schnur oder irgendwie so Alter, ich hab so harte Flashbacks, dass es bloß noch schön wird. Geht nicht, das klemmt. Klemmt, geht wahrscheinlich dann von innen. Das ist schon auf. Also es ist schon auf. Das wusste ich nicht. Mal F1. Ja, das haben sie echt wirklich 1:1 umgesetzt, gell. Da haben wir ein Bett und eine Tür, was kann man mit dem Bett Es ist tun? nicht ganz das Ritz. Das Game, Alter. Ja, gehen wir mal da. Schauen wir uns mal alle rein. An diese erinnert ich mich nicht mehr. Da ist was. Das ist eine Falltür. Gehen wir oben. Ja, da dämmert es jetzt dann. Sitzt da nicht da noch mit seinem Hamster irgendwo drin? Statue. Seltsam. Muss ein Edison sein. Ein Edison. Das Foto ist der Elvis. Da steht: Edna, danke, dass du mir das Fieber gabst. Sieht aus wie mein Physikprofessor im 2. Schuljahr. Was, die Eule? Hä? Wow, was für ein Mann. Keine Scherze, mein Lieber. Also die Edna hat quasi mit dem Elvis gemaust. Alles klar. Was ist denn mal mit ihrer? Das könnte sie vielleicht falsch verstehen. Schieb sie mal aus dem Ding aus. Da hat man irgendwas da können. Kurbel? Aber jetzt ob wir die Kurbel mitnehmen sollen? Kann man das nicht? Da hat man irgendwas da müssen, damit sie sich nicht mehr einhalten kann. Ist nicht der Elvis? Das ist schon der Elvis. Das ist der Elvis! Dr. Freds Büro. Da passiert nix. Etwas Seltsames passiert hier. Ja, was passiert? Da passiert nix. Da schläft einer. Da müssen wir nochmal schnell auffinden. Dann nehme ich die Kurbel noch mit. Wenn ihr sagt, die Kurbel brauchen wir, dann gehen wir nochmal schnell auffinden und holen wir uns die Kurbel. Kurbelige Kurbel. Schneller! Wahrscheinlich kann man in der Vergangenheit die Statue irgendwie verändern oder so, das weiß ich nicht mehr. Kurbel. Kurbel? Nee. Okay. Wir haben eine Kurbel und klappernde Zähne. Wieder eine und weiter. Dum dum dum. Dum dum dum. Schauen wir die an. Ja, Mann! Hey, bist du nicht der verrückte Ed Edison, die alte Nuss? Edison, Ja. die alte Nuss? Nun, Moment, kenne ich dich? Natürlich, Bernoulli. Bernhard Bernoulli. Ich war schon mal da, klaute deinen Hamster und das Sparschwein. Da läutet nichts. Aber ich kann mich nicht an viel aus dieser Periode erinnern. Mein Psychotherapeut sagt, damals wäre mir etwas Traumatisches passiert, das ich verdränge.
Also hast du die Militärsache auch aufgegeben? Hat es irgendwas mit einem Hamster zu tun? Na los, Ed, erzähl es mir. Teil deinen Schmerz mit Bernie. Was machst du so den ganzen Tag? Hat es Hamster. irgendetwas mit einem Hamster zu tun? Alles, was ich weiß, ist, dass ich einen niedlichen weißen Hamster mit Flecken hatte. Jetzt habe ich einen niedlichen Braun ohne Flecken. Das macht mich kribbelig und die Albträume sind wieder da. Warum liest der Hamster eigentlich Zeitung? Es geht mir jetzt besser. Ich habe diese schlechten Gedanken nicht mehr. Ich sammle jetzt Briefmarken. Okay. Das ist eine nette Sammlung. Kann ich sie haben? Das ist eine nette Sammlung. Kann ich sie haben? Nein! Ich meine, nein. Die bedeuten mir sehr viel. Manchmal denke ich, sie sind meine einzigen Freunde. Oh, und ich glaube, da hinten kommen Maniac Menschen spielen an dem PC, wenn mich nicht alles täuscht. Süßer Hamster, kann er Kunststückchen? Süßer Hamster. Kann er Kunststückchen? Nein, es ist einfach nur da. Ich hatte mal einen richtig tollen Hamster, aber irgendetwas passierte mit ihm. Der braucht wirklich mal ein bisschen Bewegung. Der braucht wirklich mal ein bisschen Bewegung. Nun, manchmal benutzt er ihn im Keller zum Arbeiten. Manchmal. Aber dann schwitzt er und wird nass. Und dann wird ihm kalt und er weigert sich zu arbeiten. Dein Vater oder der Hamster? Machst du dich über mich lustig? Nein, ich. Ich werde sauer, wenn Leute Witze über mich machen. Ich meinte ja nur... Oh, es macht mich wahnsinnig. Ich möchte einfach nur... Ausspannen. Ich will ausspannen. Ist schon okay, ich habe ja meine Briefmarken. Ich weiß nicht mehr, was man mit dem tun muss. Was ist aus dem alten Hamster geworden? Ich kann mich nicht erinnern. Wenn ich es versuche, ist dann nur dieser Blitz und dieses schreckliche Geräusch. Was war denn das für ein Geräusch? Es war eine Art Ding. Mein Gott, ich höre das immer im Traum. Die komische Klingel unten. Hoffentlich habe ich dich nicht Die zu sehr komische aufgeregt. Klingel Tschüss. unten, hä? Friede sei mit dir. Pass auf, kann man den Hamster nehmen? Ich klau dir jetzt deinen Hamster! Das war leicht. Kann man da irgendwie speichern? Kann man eigentlich irgendwie speichern? Spielladen speichern. Ja, das passt. 5% haben wir schon. Wow! Wow! Amazing! Ich darf mal schauen, dass wir ein paar Meter machen, sonst geht da gar nichts. So, Hamster gehört in die Tiefkühltruhe, das weiß ich noch, aber ich weiß nicht mehr warum. So, jetzt zeige euch Maniac Menschen. Das spielen wir aber nicht. Benutze Computer. Du hast, Maniac Menschen ist quasi der Vorgänger, ich glaube, ja, bitte korrigiert mich, wenn ich Blödsinn rede, ist der Vorgänger von Day of the Tentacle. Und du hast dann quasi Maniac Menschen innerhalb von Day of the Tentacle auf diesem Computer spielen können. Start. Wahnsinn. Das geht nicht wirklich, gell? Wir Ohrleck. Nehmen wir. Und da hat es quasi auch schon so einen Burner hat's gegeben. Wen haben wir da? Einen Jeff. Mein Name ist Jeff. Ein Razor, ein Wendy, ein Michael, ein Sid und ein Dave. Du hast jetzt 3 auswählen müssen. Keine Ahnung, nehmen wir mal noch, nehmen wir sie, wo wir starten. Ich möchte bloß einmal schnell reinschauen. Da erkennt, es hat das sehr ähnliches Spielprinzip mit 3 Charaktere und so. Alter, ist das, Alter. Oh, Ron Gilbert. Oder Gilbert, was weiß ich, was heißt. Der Macher von Monkey Island 1. IBM Sounds bei Dave Warhol und bla bla bla. Ja, ist mir wurscht, außer jetzt da. Wir spielen jetzt kein Maniac Menschen. Wir spielen Day of the Tentacle. So, kann man da sonst irgendwas tun? Briefmarkenalbum. Das werde ich dann wahrscheinlich auch irgendwie klauen müssen. Hey, fass meine Marken nicht an. Okay, das heißt, wir brauchen die Klingel unten und dann gehen wir mit der Klingel auf den Sack. Glaube ich, keine Ahnung. Da haben wir noch 2 Räume.
Da haben wir mal so einen Bonbonautomaten. Schauen wir mal. Ah, wir haben ja unten einen Groschen gefunden. In diesem fluoreszierenden Licht sehen die Bonbons echt lecker aus. Bis auf diese Schinkendrops habe ich alles, was ich daraus haben wollte. Schinkendrops? Also jetzt pass auf. Groschen mit Bonbonautomaten. Besser nicht. Besser nicht. Okay, dann gehen wir da rein. Es ist sinnlos. Niemand wird sich hier für mein Design interessieren. Also werde ich meine Karriere hier in diesem schäbigen Motel beenden. Wie angemessen. Nicht mal das kann ich richtig machen. Scherzpistole. Da komme ich von hier nicht dran. Es scheint nicht aufzugehen. Zaubertinte. Okay, da ist zu. Wie kriegen wir das auf? Weiß ich nicht. Es scheint nicht aufzugehen. Fernsehen. Ja, okay. Dann können wir nämlich die Pistolen, die da liegt, die er liegen lassen hat, können wir mit dem anderen unten austauschen irgendwie. Dann haben wir da ein Mausloch, ein Telefon und was weiß ich, aber ich weiß nicht, wie man die Ketten wegkriegt. Wir haben auch, glaube ich, nichts. Haben wir, glaube ich, auch nichts, was da jetzt irgendwie weiterhilft. Egal, nächster Raum. Alles wird inspiziert. Grün! Grün! Bernhard! Bernhard! Was machst du hier oben? Tja, ich konnte Purpur nicht stoppen und er ist losgezogen, die Welt zu erobern. Ich habe Angst vor dem, was er mit mir macht, wenn er mich findet. Beantwortet das deine Frage? Ja. Hey! Was gibt's, Bernhard? Was glaubst du, was Purpur jetzt macht? Was glaubst du, was Purpur jetzt macht? Nun, er will die Welt übernehmen. Also denke ich mal, er wird etwas Gemeines anstellen. Macht er Genexperimente mit kleinen Schmusetieren? Macht er Genexperimente mit kleinen Schmusetieren? Ich will es nicht beschwören, aber ich dachte da mehr an etwas Politisches. Was Politisches? Willst du mir helfen, die Welt zu retten? Willst du mir helfen, die Welt zu retten? Ich habe Angst, den Raum zu verlassen. Ich glaube sogar, dass ich mich nicht vom Fleck rühren kann. Ah, armer Purpur Grün. macht mir höllische Angst. Armer Grün. Wie geht's deiner neuen Band? Wir konnten eine grüne Tentakel eine Band haben. Wie geht es deiner neuen Band? Grüntee und die Sushi-Teigs? Wir machen uns gut. Was? Grüntee und die Wir haben uns Sushi-Teigs? entschieden, die Qualität unserer Band zu verbessern. Ah, eine Band hat also entschlossen, die Qualität ihrer Band zu verbessern. Berauschende Dreiton-Stimmenharmonie. Berauschende Dreiton-Stimmenharmonie? Lautstärke, Mann, Lautstärke. Wir müssen das ändern, um eine Chance auf ein Grimmi zu haben. Wir nehmen die Pausen raus. Was soll denn das? Aber die in einem Album, schon mal im Radio gewesen. Ja, ab jetzt Wunderprächtig. grün. Jupp. Ah, da ist noch ein Mausloch. Schau, das ist ein Mausloch, das geht in das andere Ding um mich. Da muss man mit Sicherheit irgendwas machen. Ich mag den Namen Sushi-Teig wirklich. Ich mag den Namen Sushi-Teig wirklich. Du meinst Grüntee und die Sushi-Teigs? Danke, das sagt vieles. Grüntee und die Sushi-Teigs. Wunderprächtig. Was soll denn das eigentlich? Jupp. Bis später. So, außer, ich hab grad, Ja, was mir grad viel Glück einfällt. beim Weltretten, B-Man. Die Box hat man umschmeißen können. Und dann fällt unten in der Eingangshalle, ich glaube, Gummikotze von der Dick. Frag mich nicht, warum ich das noch, ich weiß nicht, warum ich das noch weiß, aber wahrscheinlich, weil es Gummikotze ist. Oder war Gummikotze. So, jetzt muss man irgendwo einschalten. Bowlingkugel, kann man die nehmen, das ist wahrscheinlich schwer. Das ist zu schwer für mich alleine. Das Tape erinnert mich an was, das schaue ich schon die ganze Zeit, das kann man nehmen, jawohl. Anlage einschalten. Wow, das ist laut. Sag ich doch, Gummikotze! Nice! Können wir es auch wieder ausschalten. Mal wieder aus. Da haben wir Katze. Hui. Und da oben ist übrigens ein Stormtrooper-Helm. Und eine Ente.
So, was haben wir noch? Mit dem Katzenstreik haben wir nichts mehr. Bowlingkugel, Welteroberungspläne, die können wir uns noch anschauen. Oh oh, sieht so aus, als ob es klappen könnte. Ah ja, alles klar. Mäuseloch? Es ist ziemlich klein. Ja, da weiß ich nicht mehr, was man mit dem Mausloch machen muss, das weiß ich nicht mehr. Oh, nein, Meldung. Frou Smaragd gestohlen, runde Abdrücke hinterlassen. Was ist denn der Frou? Ich kenne bloß das. Kennt noch jemand das Frufo-UFO? Kennt das noch jemand? Frufos? Na, Müllers Frufo-UFO? Da wo in der Mitte das Spielzeug drin war und rundherum. Boah, leck, das war so gut, ey. Das war so gut. Jetzt mach ich eins. Verdammt, jetzt mach ich ein Frufo-UFO! Wo ist eigentlich das Frufo-UFO hin? Warum gibt's das nicht mehr? Das war das Beste, Alter. Da hat der Fruchtzwerg heimgekennen, der Huren. Scheiß Huren. Was gibt's wieder? Ich glaub da kein Wort. Ah, okay, muss weg, brauche Frufo-UFO, hab ich direkt. Verdammt, das hat alles zu. Da ist die Eistruhe, da muss der Hamster rein. Das weiß ich auch noch, ich weiß nicht mehr warum, aber er muss da rein. Er muss da rein. Hamster? Tut mir leid, dass ich dir das antun muss, aber es ist zum Wohl des ganzen Planeten. Eine damit jetzt. Und wieder zu mir. Frag mich nicht warum. Frag mich bitte nicht warum. Ich weiß es aber nicht mehr. So, erst einmal einen ADHS-Knopf drücken. Was ist da? Beobachtungskamera. Kann man mit der was machen? Hallo da oben. Machen wir die Tür zu, da hängt der Schlüssel drauf, wenn ich das richtig sehe. Ha! Ha! Meine Laseraugen haben es gesehen. Was kann man mit dem Schlüssel tun? Schauen wir den Schlüssel mehr. Schlüssel? Da sind eine ganze Menge Schlüssel dran. Das ist jetzt schon mal gut. Den Schlüssel kann man brauchen. Fernseher? Dieser schöne 4000-karätige Diamant kann schon heute Ihnen gehören für den Wahnsinnspreis von $2 Millionen. Die Telefonnummer lautet 1800 Star Wars. Verpassen Sie nicht diese einmalige Chance. Ah, wie gut. Ich liebe die Spiele haben mit Massagefinger Zahlschlitz. Da werfen wir uns einen Groschen rein. Eine damit. Das hat absolut nichts gebracht. Jetzt komme ich fast dran, aber der Dicke liegt noch drauf. Der Dicke. Das Spiel ist echt witzig. Das ist mit so viel Liebe gemacht damals. Das war einfach andere Zeiten, Alter. Andere Zeiten. Pantoffelkino Teleshopping, Wanda hier. Ich möchte einen Diamanten kaufen. Das kostet $2 Millionen. Haben Sie eine Kreditkarte? Ja. Ich habe eine Tankkarte. Als ich es fand, schien das Ding so nützlich. Das muss man auch, da kann man auch noch irgendwas tun damit, 100%, keine Ahnung. Wir brauchen den anderen Groschen, den Kaugummi-Groschen brauchen wir noch. Oder irgendwas, wo wir ganz viel Groschen rauskriegen, weil ich glaube, den muss man öfter so durchschütteln, dass er aufsteht. Auf alle Fälle haben wir Schlüssel gefunden, das ist schon mal was Gutes. So, und dann haben wir schon durchs Haus, oder wie? Oh, Schlüssel. Schauen wir mal, ob der... Jetzt pass auf, jetzt nehmen wir mal das Ding damit. Gummikotze nehmen wir mit, Plastikkotze. Wie hatten die früher ausgeschaut? Einfach ein paar. Die habe ich früher, da hast du auch nicht aufgepasst, die ist vorher auch schon da herumgekinkt. Was ist denn mit dem Kaktus? Wieder zurück aus. Kann man das Ding nehmen? Da? Es ist auf dem Tisch festgeschraubt. Ja, dann schraub sie da oben, du Zipfel, oder? Plastikkotze, nehmen wir mit. Chuck, die Pflanze. Ein gartenbaulicher Albtraum. Die fasse ich nicht an, die hat Stacheln. Die fasse ich nicht an, die hat Stacheln. Mag ich nicht angelangen. Jetzt schauen wir mal, ob wir im Dieb da draußen die Schlüssel verkaufen können. Schauen wir mal. Pass auf. Hier, vielleicht sind das die Schlüssel. Wo? Gib her. Danke, Freund. Behalt die Brechstange. Haha! Danke, maskierter Mann. Danke, maskierter Mann. Danke, Freund. Mist.
Oh, die Es Band. muss einer von denen sein. Ja, ja, hauen wir lieber ab, bevor es gespannt. Schnell weg. Mist. Bernhard. So, Brechstange mit Kaugummi benutzen. Weiß ich auch noch. Dann kriegen wir den Groschen raus. So, jetzt pass auf. Brechstange mit Groschen drin. Jawohl. Schön, wie es weiß. Wie es weiß. Und jetzt halt haben wir Kaugummi mit Groschen drin. Jetzt müssen wir ihn kauen. Der war sicher gut, oder? Das war sicher gut. Was war denn da eigentlich gleich wieder drin? Müssen wir noch mehr reingehen, ich weiß nicht mehr, was drin war. Da waren wir noch gar nicht drin! Der Lord Vader! Da ist der Lord Vader auf dem Kalender. Seht's nicht? Schauen wir mal, wie er früher ausgeschaut hat. Haben wir das früher erkannt? Das ist fein. Das hat früher schon gut ausgeschaut. Kannst du sagen, was du magst, halt bloß pixelig. Aber wirklich. Was haben wir da? Schublade, Schweizer Sparbuch. Gleich noch mit den anderen anrufen mit dem Schweizer Sparbuch. Familienfotos? Junge, die Edisons sind eine ziemlich hässliche Familie. Diese Leute möchte ich nicht in meiner Tasche tragen. Kann man nicht mehr. Was kann man sonst noch klicken? Ah, die Schubladen, habe ich aber vorher schon gesehen. Benutze Schublade. Tippex. Das ist eine Flasche Korrekturflüssigkeit. Kann man mitnehmen? Telefon? Telefon benutzen? Pantoffelkino Teleshopping, Wanda hier. Ich möchte einen Diamanten kaufen. Das kostet 2 Millionen Dollar. Haben Sie eine Kreditkarte? Ah, Schweizer Sparbuch. Ich habe ein Nummernkonto in der Schweiz. Wie lautet die Nummer, Sir? 555 Nase. Ups. Sie lautet 846 427 35327. Es tut mir leid. Hier steht, dass das Konto leer ist. Ah! War zu einfach gewesen. So, was haben wir noch? Kalender schauen wir noch. Vielleicht sagt das. Wow, aus meinem Lieblingsfilm. LucasArts, für die Leute, die jetzt wirklich ganz weit weg davon sind, das Space von LucasArts gemacht worden damals, 1993, wie alle diese, oder sehr viele dieser Adventures. Und LucasArts heißt LucasArts wegen George Lucas. Und wer jetzt so weit weg ist, dass er nicht weiß, dass der George Lucas in Verbindung mit einem Steven Spielberg zum Beispiel auch und so weiter Star Wars gemacht hat, deswegen wundert es uns gar nicht, dass da sehr viele Star Wars Anspielungen drin sind. Und mich würde es auch wundern, wenn nicht die eine Indiana Jones Anspielung, die eine oder andere nicht drin ist und so weiter. So, und aus meiner Erinnerung, jetzt schauen wir uns das da noch, mit dem Beutel da hinten, glaube ich, kann man was machen. Er grinst da so komisch in Immer darauf achten, richtig im Bild zu stehen. dass das Beutel da hinten was kann. Sieht aus, als ob Dr. Fred eine gepuderte Perücke trägt. Irgendwie hübsch. Aber ich bin froh, dass er seinen Haarverlust akzeptiert hat. Ich glaube, das Ding kann man nicht aufmachen. Ja, genau. Safe. Der Safe ist geschlossen. Ja, aber wie kriegt man den dann auf? Ich kenne die Kombination nicht. Weiter geht es nicht. Ich kenne die Kombination nicht. Weiß ich nicht mehr. Kämen wir schon drauf. Jetzt gehen wir auf alle Fälle mal wieder zu dem anderen auf. Ich glaube nämlich, mit dieser Tinte kannst du den Briefmarkentypen zur Weißglut bringen, wenn mich nicht alles täuscht. Und dann, nein, Ich Armer. Da muss ich auch noch schnell Ich Armer. Das wäre ziemlich blöd. Dazu sind die Zähne noch zu gut. Muss man die Zähne der Mumie draußen geben? Weiß ich nicht mehr. Eins nach dem anderen, Kinder. So, nein, da waren wir auch schon. Wo müssen wir denn hin? Ah ja, jetzt werfen wir da mal noch den Groschen rein. Dann kriegen wir einen Pulli. Der Fettsack ist einfach runtergefallen. Bäh, tropfnass. Bäh, tropfnass. Na gut, auf alle Fälle haben wir jetzt einen Pulli. Ich weiß nicht, schauen wir uns den Pulli einmal an. Vielleicht da ist dann gerne mal ein Hinweis dabei. Meine Oma schenkte mir mal so einen zum Geburtstag.
Das hilft uns absolut nicht weiter. So. Ich bin ein Versager. Nein. Scheiße, wo war denn der Dicke? Mit seinem Hamster. Weiter oben eins, oder? Rechts, glaube ich. Ah ja, jetzt pass auf. Wir haben ja genau, Zaubertinte. Hey, möchtest du einen Trick sehen? Sicher. Sicher. Toll, oder? Meine Pony Express Briefmarken. Du hast meine Pony Express Marken ruiniert und 5 Jahre Therapie. Raus aus meinem Zimmer. Ui, was für ein Klotz. Er sollte etwas gegen diese... Ah ja. negativen Gefühle tun. Negative Gefühle. So, wir haben eine Briefmarke gekriegt. Und ein Briefmarkenalbum. Das schauen wir uns mal an. Sieht so aus, als ob die Tinte jetzt wieder weg ist. Zaubertinte. Dann öffnen. Sieht so aus, als ob die Tinte jetzt wieder weg ist. Was kann man jetzt damit tun? Kann man nicht benutzen. Kann man da noch mehr rein? Raus hier. Der mag mich gar nicht mehr, gell? Also da drin, glaube ich, haben wir alles erledigt. So, dann haben wir Videokassetten gefunden, wo ich mir 1000%ig sicher bin, dass man die da einstecken kann. Besser nicht. Was? Geh da weg! Sie müssen mich irgendwie wegbringen. Das Album wieder zurückgeben, Herr Duplo, das tue ich jetzt nicht. Raus hier. Hey, lass meine anderen Sachen in Ruhe und hau endlich ab. Psst. Raus hier. Hey, der Fleck ist wieder weg. Ich glaube, ich kann dir verzeihen. Duplo, guter Mann. Manchmal Guti, mache ich guter komische Mann. Sachen und weiß nicht mal warum. Pony Als ob Express mein war Körper Lucky von einem Luke, das weiß perversen, ich nicht mehr. sadistischen Puppenspieler gesteuert würde. Tja, wir alle haben manchmal dieses Gefühl. Okay. So, weiter im Text. Was können wir jetzt Neues machen? Was haben wir Neues? Gib mir mal die Plastikkatze, wo ich keine Ahnung habe. Das Tippex habe ich auch keinen Dunst. Schweizer Sparbuch, keinen Dunst. Einen komischen Staubsaugerzettel, da ist wirklich, da, ich habe keinen blassen Schimmer, was man mit dem Zeichnen, mit dem Zeig da tun kann. Brechstange, Automat habe ich im Chat gelesen. Naheliegend. Da kriegt man aber Fake-Groschen dann jetzt. 50er. Nimm. 1968. 1974. Was bist du denn jetzt? Oh, 1977. Später am Tag. Später am Tag, viel, viel später. So, wie viel haben wir jetzt dabei? Wie viel Geld haben wir jetzt dabei? 50er. Unfassbar viel 50er haben wir. Markus, merci für den Drilling. So, was haben wir noch für tolle Tipps? Laubfilter schreibt, Kellermaschine ausmachen, Abfluss nachschauen. Das hätten wir eigentlich vorher schon mal machen sollen. Da habe ich es nämlich schon mal ausgeschaltet gehabt. Ich habe es mir schon vorher gedacht, wie wir da ums Eck gegangen sind und geschaut haben. Das machen wir jetzt einmal schnell. Da muss der Hamster rein. Da muss doch nicht der Hamster rein. Habe ich mir eigentlich gedacht. Hebel, Push. So, nun ist sie aus, aber es ist schon zu spät. Und da. Die komische Hamstermaschine. Ich glaube, das Ding läuft besser mit etwas wie einem kleinen Nagetier. Ja, aber den haben wir doch eingefroren. Warum haben wir den eingefroren? Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es nicht mehr. Jetzt gehen wir mal hinten und schauen, was in dem Abfluss drin ist. Hopp, hopp. Bernhard! Hopp, hopp! So, mit ihm probiere ich gleich noch was. Das wäre ziemlich blöd, dazu sind die Zähne noch zu gut. So, Intrinsik.
Stillgelegte Rohre. Welch schönes, klares Wasser. Dafür ist jetzt keine Zeit. Gibt's da irgendwas? Ich würde ja aber keine Zeit. Keine Zeit! Was kann man da sonst noch machen? Kann man da irgendwas machen mit denen? Nein. Welch schönes, klares Wasser. Draußen bleiben, Grundstück verseucht mit Industrieabfall. Na? 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 Ich glaub, mir sollte man. Und das ist jetzt das Besondere nicht, oder? Wir haben da jetzt alles abgesucht. Und jetzt? Wechselt man zum Hoagie in die Vergangenheit. Toilette. Was meine ich schon? Leer. Ist leer. Was haben wir da? So, haben wir erstmal im Scheiß. Diese Tür ist wohl verriegelt. Diese Tür ist wohl verriegelt. So, jetzt sind wir auf dem. Die alten Toiletten. Okay. Na gut. Und das ist jetzt quasi das gleiche Haus wie in der Gegenwart, bloß jetzt 200 Jahre in der Vergangenheit. Da steht der komische Wagen. Er ist total verschmutzt. Okay, vielleicht müssen wir ihn irgendwie sauber machen, keine Ahnung. Kann man mit dem sonst was tun? Das dreckiger zu machen hilft auch nicht. Der Hoagie ist der Beste. Oh, da ist auch ein Briefkasten. Schauen wir mal da. Was haben wir da? Brief. Sie sind brillant. Was für ein Design. Kommen Sie sofort nach Baltimore. Baltimore. Design. Muss man das nicht dem anderen Typen da umgeben? Weiß ich nicht. Schauen wir erst mal weiter. Jetzt gehen wir mal da. Der Typ. Schauen wir mal, irgendwas übersehen haben. Nein. So. Den kennen wir doch irgendwo her. Mumie. Was denn los? Keine Lust auf Reden, was? Schweigegelübde oder so, richtig? Hey, das ist cool. Ich habe etwas für die Red Edison. Ich habe etwas für Red Edison. Weißt du, wo ich ihn finde? Weißt du, wo ich ihn finde? Toller Hut, Mann. Toll. Das ist ein Piratenhut, den hätte ich auch gern. Ja, ist ja gut. Bis später. Der redet nicht mit mir. Geh mal. So, ich meine. Erst mal was probieren. Kann man die auch aufmachen und einsteigen. Das hat mich interessiert. Vielleicht verbirgt sich dahinter der Eingang in ein Geheimlabor. Ja, super. Tatsächlich steigt der eine schon hin. Was? Linkshänder kann man? Ed Edison! Red Edison! Schmerz gleich mal mit ihm. Hey! Was gibt's? Du kommst mir bekannt vor. Natürlich tue ich das. Ich bin Red Edison, der Begründer, um nicht zu sagen der Besitzer dieses Gasthauses. Vielleicht hast du mein Bild mal in einem wichtigen Journal gesehen. Oder vielleicht auch nicht. Kennst du Ben Franklin? Franklin? Mit dem würde ich nie zusammenarbeiten. Er hatte eine blöde Idee über Brillen mit einem grünen und einem roten Glas. Was ist da gemeint damit? Ist der nicht draußen und tut Drachen steigen lassen und den muss der Blitz treffen oder irgend so ein Scheiß? Was machst du da? Ich erfinde, du Dummkopf. Wonach sieht das sonst aus? Ich kenne jemanden, der sieht aus wie du. Tja, es ist keiner meiner Söhne. So viel ist sicher. Es sieht danach aus, als wäre ich, Red Edison, größtes Genie meiner Zeit, der letzte in einer langen Tradition von Erfindern. Meine nicht auseinanderzuhaltenden Söhne haben sich entschieden, Künstler zu werden. Ich glaube, es war jetzt Idee.
Oder war es nett? Wie auch immer, der Linkshänder war's. Muss schlechtes Blut von ihrer Mutter sein. Was erfindest du? Was erfindest du? Das ist ein neuer sitzunabhängiger Schließmechanismus, basierend auf einer Kreisgeometrie. Hä? Bis später dann. Bis später dann. Vielleicht, wenn du deine Haare kürzer schneidest. Laborkittel. Hey! Nur Angestellte dürfen den Laborkittel benutzen. Schauen wir mal, ob wir ihm den Zettel geben können. Brief oder die Patentanmeldung. Super Batterie, was? Brillantes Design. Manchmal staune ich selbst über mich. Jetzt brauche ich noch Öl, Essig und Gold. Was braucht der? Essig und Gold. Okay. Was haben wir sonst noch? Wir haben einen Dosenöffner. Der ist wichtig. Was haben wir noch? Voll mit Plänen und Müll. Ja, Help Wanted. Richtig, Frau Richter. Richtig! Richtig! Oh, unterdessen. Diese Gründungsväter machen mich verrückt. Alle paar Minuten ein neues Fahnendesign. Sobald ich mit diesem Ding fertig bin, mache ich ihnen eine Fahne, ob fertig oder nicht. Und die erinnert mich auch noch, die Schneider da oben auch mitfahren. Jetzt pass auf, jetzt pass auf. Jetzt gehen wir mal nur mit zum Scheißhaus hinter und holen wir uns das Help Wanted. Schädel, das spülen wir uns jetzt durch die Zeit. Die Frage ist nicht, wo ist Heisel, wird der Sprengi gesagt, sondern wann ist Heisel? So, jetzt gehen wir da her. Dann, nein. Stark. Was passiert denn? Es hat keinen Strom. Was passiert, wenn ich... So, Burnout? Wo hat denn der sein Scheißheisel? Unten im Ding, gell? Der Festivalgänger hat immer einen Dosenöffner, das ist richtig. Das ist absolut richtig. Oder halt eben nicht. Sondern einen Schraubenzieher und dann eine zugesaute Zeit, aber was weiß ich schon. So, jetzt pass auf. Jetzt schickt mir das Help Wanted. Okay, ich hab's weggespült. So. Und jetzt hat er das Schädel. Okay. Jetzt gehen wir wieder zurück. Oh nein, nicht so. Jetzt gehen wir wieder zurück aus. Aber wie muss ich ihm das zeigen? Das zeige ich ihm jetzt einfach einmal, oder muss man sagen, das Fenster einstellen, wo wir es mir in der Gegenwart gefunden haben? Das probieren wir jetzt einfach einmal. Kann man mit dem Fenster überhaupt interagieren? Nein. Okay, wieder oben. Was ist das? Gesucht? Fleißige Aushilfe? Genie helfen. Ahahaha. Nun, ich bin das einzige Genie hier. Und du siehst dumm genug aus. Also, nimm deinen Arbeitskittel und geh an die Arbeit. Okay. Ich weiß nicht, was ich mit dem Arbeitskittel soll, aber wir werden sehen. Gib Laborkittel. Na, benutzen. Kann man den nicht benutzen. Ist wohl ein bisschen zu klein für mich. Dann werden wir wahrscheinlich der Laverne schicken müssen dann oder so. Aber so weit sind wir noch nicht. Den Hammer nehmen. Oh, du, Blue, ich glaube, du kennst das Spiel auswendig, kann das sein? Geh noch mal oben, den Hammer nehmen wir mit. Stimmt tatsächlich. Ah, ein Linkshänderhammer, ja. Ich erinnere mich sogar noch an den Linkshänderhammer. Frag mich bitte nicht, warum, aber ich erinnere mich. Du weißt, dass das ein Linkshänderhammer ist, oder? Herr Langenecker. Ich habe ihn erfunden. Sekunde. Er war für meinen linkshändigen Sohn. Ach ja. Ist nicht der Opa in der Gegenwart der Sohn von ihm? Ich weiß nicht. Herr Langenecker, stressfrei wieder durchschnauben bis zum Montag, dann noch 2 Tage mit 6 Prüfungen und dann ist Ruhe mit Meisterprüfungen. Auwezwagt, da meine ich, hat ja gerade etwa ein wenig Stress. Herr Langenecker, ich weiß nicht, wie was jetzt der 10er ist. Aber Bussi aufs Nussi, merci dir und viel Glück und schnell nicht hängen lassen, bis Montag holt's auch noch aus. Was ist denn überhaupt für Tag? Mittwoch, 1, 2, 5 Tage noch, geht schon. So, irgendjemand hat noch was geschrieben, was ich nur durchs Klo spülen soll.
Jetzt pass auf. Man kann die Sachen schneller hin und her schicken, wenn man die Teile im Inventar zu derjenigen Person ziehen. Flash? Wie? Als Gebiss hast du gesagt, so in Omi schicken, gell? Da ist was im Chrono John. Alter, Flash, absoluter Pro-Gamer. Press F in Flash im Chat. Wer nicht presst, schlägt seine Schwester. So. Puh, ich bin überrascht, dass ich da lebend rausgekommen bin. Das hat man aber früher nicht tun können, oder? Das werden wir austesten. Das glaube ich dann nicht. Ist das früher auch schon gegangen? Ich bin schockiert. Und der Staubsauger muss ein, in Domi hat es geheißen. Alter. Das Textbuch. Ich benutze das Chrono John. Alter, wie viel Zeit in meiner Kindheit hätte man sparen können, wenn ich das gewusst hätte? Flash, ich bin erschüttert. Und gleichzeitig unfassbar dankbar. Guter Mann. Absoluter Pro-Gamer. I was to this days old, bis ich gewusst habe, dass das geht. Interesting. Ich kann mich nur wiederholen. Okay. So, was haben wir jetzt da eigentlich? Ein Kittel, klappernde 10. Gehen wir mal die klappernde 10. Für so gute Zähne wäre das eine ziemlich einfallslose Sache. Hey, so einfallslos dann haben wir nicht. Was ist das gleich wieder gewesen? George sagt, dass jeder Amerikaner einen Staubsauger im Keller haben sollte. Gehen wir mal dem Alten da unten den Staubsaugerzettel. Schauen wir mal. Ich will nicht. Wie er will? Er will nicht. Du kannst mir mal. Na gut. Dann durchforsten wir weiter das Haus. Was haben wir da? Eine Vorschlagbox. Oh, was ist mit dem? Der John Hancock. Was haben wir da? Ist ein Kamin. Da haben wir ein ja, ein Rauchdetektor. Rauchdetektor ist einfach ein Vogel mit einer Klingel. Vorschlagbox. Da muss man doch irgendwas Der Gründungskongress lädt ein zu Kommentaren, Kritiken, Verbesserungen an der Verfassung. Ja, da geht der Staubsaugerziel rein. Ando, merci für den Zwiebel. Heute wurde unser Balkon fertig. Das gefreut mich. Nein, Balkon hätte ich mir nicht zum Sagen, weil meiner fällt auch bald auseinander. Vielen Dank an die Planer aus der Pfalz und die Monteure aus Tirol. Gleich eine halbe draufgesuffen. Hashtag Lieblingsnachbarn, Hashtag Zeugelnachbarn, Hashtag Balkonhalbe. Lass das schmecken, merci für den Zwickel. So, jetzt pass auf. Den Zettel, den stecken wir da jetzt rein. Junge, ist das still hier drin? Vielleicht sind ja inzwischen irgendwelche Ideen in der Vorschlagbox. Eventuell sollte mal jemand nachsehen. Und dann? Ich sage euch, ich habe eine Idee. Hat sie irgendwas mit Feuermachen zu tun? Nein. Ich dachte darüber nach, ob wir nicht die Vorschlagbox öffnen sollten. Meint ihr nicht auch? Sicher, George, wenn du meinst. Klar, wenn es für dich gut ist, dann auch für uns. Prächtig. Das Holzstückel kann man nehmen, die Feder, glaube ich, hat man nehmen können. Was denkt er sich? Niemand Wichtiges war heute hier. Was könnte in der Vorschlagbox sein? Vielleicht lässt er sich selbst etwas einfallen. Oh. Hier ist ein Vorschlag. Da steht: George sagt, dass jeder Amerikaner einen Staubsauger in seinem Keller haben sollte. Was meinen Sie, Gentlemen? Was immer du meinst, George. Dein Name steht da. Also hattest du wohl einen guten Grund, das vorzuschlagen. Ja. Es ist seltsam. Ich bin nicht sicher. Nun, ich hatte wohl meine Gründe dafür.
Wenn niemand etwas dagegen hat, sollten wir das in die Verfassung aufnehmen. Die amerikanische Verfassung. Niemand? Ein Staubsauger mit aufnehmen. Gut. So sei es Gesetz. Was ist ein Staubsauger? You suck. Das Game, Alter, ich liebe es. Ich liebe es so stark. Es ist so schön. Es ist so schön. Ich liebe es. So, bevor wir mit denen drei jetzt schmatzen, ich habe gerade so im Chat gelesen, da wo ich jetzt kurz dazu schnell was sagen möchte. Der Hüttensepp, weil ich nämlich schon kurz davor war, dass ich wirklich also das typische 1,5 Minuten Facebook-Video mache. Der Hüttensepp schreibt: Hoagie Maul halten. Jetzt einmal eine kurze Anmerkung. Das Hochwasser ist zwar gar gewesen, aber wie wichtig sie da einige Leute machen, ist schon der Wahnsinn. Wenigstens bist du nicht so. Herr Hüttensepp, diese Anerkennung, die freut mich sehr stark und ja, ich stimme zu, das Hochwasser ist krass, brauchen wir nicht umeinander diskutieren. Aber diese Drecksheuchelei von einem, ich nenne jetzt auch Leute beim Namen, von einem Harry G. zum Beispiel oder von so vielen Firmen und so vielen Dingen, die nur noch ausposten, was spenden und das in Kamera blubbern, was die Leute hören wollen mit da rennen Leute umeinander, die plündern, ihr seid Arschlöcher, ja wow, da brauche ich keinen scheiß Harry G. dafür, der mir das sagt. So kurz davor war ich schon, dass ich kurz die Kamera einmache und mir denke, ihr verfickten, heuchelnden Hurensöhne, solange du kein Gummistiefel und eine Schaufel in der Hand hast, halt dein Fotzen. Du Trottel, du Fotzengrober. Sag mal, Hogi, wie viel hast du gesoffen eigentlich, bevor wir mit zum Spielen angefangen haben? So, ich hoffe, das ist einigermaßen... Und deswegen mache ich da auch nicht. Ich habe auch zuerst überlegt, so eigentlich so jetzt irgendwie dazu aufrufen, keine Ahnung, Spendensammlung hier, Spendensammlung da, nutzt der Reichweiten für irgendwas Gutes. Ganz ehrlich, da haben so viele Leute unterwegs, dass ich nur im Weg umgehe. Brauchen wir nicht diskutieren. Und um Gottes Willen, natürlich ist das schlimm. Aber die Leute, die in einem Video müssen mich da jetzt nicht wundern, wenn der Rotbacker, die Bauernbur und der König von Bayern auch schon einen Senf dazu abgegeben haben. Scheiß heuchelnde Arschlöcher ohne Scheiß. Alle kehren mit den Springerstiefeln auszudrehen. Oder eigentlich nur mit Stallkappenschuhe, egal was für, Hauptsache irgendwas, was furchtbar weht wird. Hass! So. Geht der Chat noch? Sag keiner mehr was. Oder haben sie währenddessen ich geschimpft habe, wieder rausgehauen? Ja, darf mich nicht wundern. Vollidioten. So, mit der Scheißhausbürsten ausgehauen! So, da sind wir. Jetzt müssen wir mal mit Leuten reden. Was ist mit dem John Hancock eigentlich los? Hancock, Joe! Jupp. Jupp! Hallo? Ja, da voll für die Angst. Was ist los? Kalt? Was ist los? Kalt? Kalt? Ich friere. Warum macht ihr kein Feuer? Ich bitte Jefferson ständig um ein Feuer, aber er will nicht. Sagt, er braucht den Holzblock für die Nachwelt und will ihn nicht hergeben. Hä? Er gibt den Holzblock hungernden Kindern. Er gibt den Holzblock hungernden Kindern? Ich werde einfach nicht beachtet. Ich wette, wenn George, ich war einen Winter lang in Valley Forge, Washington, kalt wäre, bekämen wir ein Feuer. Warum unterschreibst du so groß? Was? Tolle Decke, Mann. Tolle Decke, Mann. Dankeschön. Die habe ich von meiner lieben farbblinden Tante Hetty. Was macht ihr Jungs hier? Wir schreiben Wir entwickeln eine Verfassung für die Vereinigten Staaten. Sag nicht entwickeln, sonst wird mir noch kälter. Der Gerhard Polt, Herr Valentin. Ich hab's gerafft, Alter. Du hast was? Irgendjemand hat was geschrieben mit dem Laborkittel. Das ist Was er braucht, ist eine Heizung. Man müsste aber da eine Feier machen. Ich glaube, dafür müsste ich ein Feuer machen. Aber wie? Reden wir mal mit dem Rest. Was ist eine Zeitkapsel?
Sieht aus wie ein Martini-Shaker. Thomas Jefferson. Hey, großer langer Mann. Mein Name ist Hoagie. Sehr interessant. Ich bin selbstverständlich Thomas Jefferson, berühmter Gelehrter, Musiker, Reiter, Student der Wissenschaften, Mitglied der Bar. Mitglied der Bar? Guter Mann. Oh, sicher. Ich hab von dir gehört. Was ist da drin, Tommy? Was ist da drin, Tommy? Thomas, mein Name ist Thomas und dies, mein Freund, ist eine Zeitkapsel. Gefüllt mit Erinnerungen an unsere Zeit, um später entdeckt zu werden. Und wie geht's der Zeitkapsel? Und, wie geht's der Zeitkapsel? Tut mir leid, es zuzugeben, aber außer meinem Holzblock haben wir nichts anderes. Könntest du bitte ein Feuer machen? Ich würde dir gerne helfen, der junger Pulli Mann, ist ein aber es guter geht Punkt. nicht. Das ist der einzige Holzblock und er ist für die Nachwelt. Wie kannst du Hancock so leiden lassen? Ein richtiger Mann wärmt sich an seinem Geist. Hör dir Georges Erfahrungen im Valley Forge an und lern daraus. Sagte ich schon, dass du da tolle Sachen trägst? Nun ja, ich studierte in Virginia Mode und Design mit dem Hauptfach Kragentheorie. Ich war Kapitän der Hochschul-Halstuchmannschaft. Was ist der Hochschulhalstuchmannschaft? Das ist wirklich imponierend, Tom. Thomas. Hey, sag mal, ist das die Verfassung? Genau. Jetzt, wo unser Anführer uns mit seiner brillanten Staubsaugeridee inspiriert hat, geht es richtig los. Was kann man mit dem Staubsauger gleich wieder durch? Während wir Ahnung. reden, überdenkt Hancock noch einmal seine einsilbige Unterwäsche-Anmerkung. Ich hoffe, du hast einen guten Herausgeber. Bis später. Was? Was passiert später? Der ist doch absuffen. Die Feder, guck mal. Die goldene Feder. Hey, Finger da weg. Sie können es ansehen, aber nicht anfassen. Habe ich da gerade Gebiss gesehen? Entschuldigung. Ja? Boah, du siehst aus wie George Washington. Laut Mrs. Washington sogar ziemlich. Wahnsinn. Boah. Na klar. Bist du nicht der Präsident oder sowas Bist du Ähnliches? nicht der Präsident oder sowas Ähnliches? Ja, ich erwarte, zum Präsidenten gewählt zu werden. Ich habe sehr gute Verbindungen. Was meinst du, soll ich der Ökologie- oder der Bildungspräsident werden? Er ist ein großer Bildungsfan. Ich bin ein großer Bildungsfan. Wirklich? Wie überraschend. Ist das wahr mit dir und dem Kirschbaum? Ist das wahr mit dir und dem Kirschbaum? Oh ja, das stimmt wohl. Nun, ich habe hektarweise Kirschbäume gefällt. Was hat denn der George Washington mit Kirschbäumen zum tun? Das weiß ich nicht mehr. Würdest du es mir mal demonstrieren? Würdest du es mir mal demonstrieren? Warum sollte ich? Ich habe überall die Kirschbäume nachgedacht. Ist es kalt genug für dich? Hast du wirklich Holzzähne? Hast du wirklich Holzzähne? Ja, ich benutze künstliche Zähne. Ich finde sie besser als die ordinäre Emaille-Version. Hast du keine Probleme mit Holzsplittern? Ich war im Krieg, Junge. Niemand, der den Donner der Musketen gehört hat, den Geruch von Schwefel nach einem Kanonenschuss gerochen und die Angst in den Herzen seiner Kameraden gespürt hat, würde sich von etwas so Kleinem wie einem... Au, verdammt! Keine Angst vor Termiten? Kaum. Termiten. Der Termitenwitz. Ich glaube, der Termitenwitz war in den 90ern der größte Witz der Menschheit. Super. Womit putzt du sie denn? Ich benutze eine Zahnbürste wie jeder andere auch. Und Holzpolitur natürlich. Gibt's die nicht auch zum Rausnehmen?
Ich glaube, der Besitzer dieses Lokals arbeitet gerade an etwas Ähnlichem. Wo kann man die bekommen? Der braucht doch die Dinge. Sie oder? sind ziemlich teuer. Meine wurden für mich von meinem Freund Paul Revere gemacht. Oh, leck, Alter. 1993 hat er nicht die 3D-Brille erfunden. Hat er nicht die 3D-Brille erfunden? Ich glaube, da verwechselst du etwas. Ich hau jetzt ab. Probier mir, dass ich ihm die 10 gib. Kannst du die gebrauchen? Nein, danke. Ich habe schon falsche Zähne. Und ich habe gerade im Augenwinkel gelesen, da draußen kann man den Baum Cool. anmalen. Ich erinnere mich sehr gut sogar. Aber was man da herin tun kann, keine Ahnung. Ihm den Pullover geben, aber der Pullover ist doch nass, oder? Ja, mal durch die Schwimmtür. Was haben wir denn da? Da kommen wir Wasserpumpe. Wasserpumpe. Benutze Wasserpumpe mit. Ziehen? Ich will nicht. Er will nicht. Was haben wir da? Öl? Öl? Haben wir nicht... Salatöl. Nehmen wir das Öl mit, okay. Und Spaghetti, okay. Für was, dass wir Spaghetti brauchen wollen. Hat man aus den Spaghetti nicht heimmachen müssen? Für den Mumientypen? Hoppala, falsche Tür. Den Pullover erst in den Trockner werfen. Nehmen wir einen Eimer, kann man sicher mitnehmen, jawohl. Schrank, öffnen. Bürste. Und mir findet man so viel Zeug. Da weiß ja kein Mensch, was ich damit tun soll. Wir haben so viel Zeug. Loot! Sprengi, du hast recht. Kamin. Ja, da gibt's auf alle Fälle nichts mehr. Gehen wir mal auf. Bin sofort hiermit fertig. Dann schnapp ich mir das letzte Design, nähe es schnell und dann heißt es auf Wiedersehen, Betsy. Was ist mit der Betsy? Ja, erst da rein. Erst da. Ich wette, die ist für den Diener, wie im Fernsehen. Kann man nicht nehmen. Hui! Hui! Was hilft mir das? Hier bin ich, immer mit der Ruhe. Entschuldigung, Mr. Washington. Was war mit ihr? Was ist mit ihr? So, ich bin fertig. Okay, die kommt bloß über die Zeitl, verstehe schon. Ich nehme an, hier schläft George Washington. Ja. Und jetzt, wenn wir ziehen, ist die Frage, was tut's dann? Hier bin ich, immer mit der Ruhe. Entschuldigung, Mr. Washington. Junge, was für eine Unordnung. Erst mal klicken. Jetzt tue ich da wahrscheinlich ein bisschen länger umeinander und dann kann ich wahrscheinlich in der Zwischenzeit irgendwas machen, währenddessen sie da länger zusammenputzt. Aber ich weiß ja nicht was. Die Seife vom Wagen holen, Herr Duplo. Ah. Nein, nicht obi. Was tust du denn? Okay. Seife. Dann gehen wir uns weiter. Eins weiter, habe ich gesagt. Ja, die Fahne kommt ja gleich dran. Ich arbeite so schnell ich kann. Kein Problem. Lass dir Zeit. Erzähl mir nicht, das ist schon wieder ein neuer Entwurf für die Fahne. Ich habe einen anderen Entwurf für die Fahne. Ich habe einen anderen Entwurf für die Fahne. Habe ich doch gar nicht. Ich wusste es. Was haben unsere Gründungsväter jetzt wieder ausgebrütet? Könnte ich einen chromfarbenen Roboteradler drauf haben? Wie wäre es mit einem Totenkopf mit Skorpionen im Mund? Es sollte ein Hologramm mit drauf sein. Wir brauchen ein Mädel im Lederbikini mit einer Breitaxt. Wir brauchen ein Mädel im Lederbikini mit einer Breitaxt.
Oh, was für ein Dreck! Inzwischen würde ich einfach alles tun, nur um damit fertig zu werden. Oh, was für ein Dreck. Leg den Plan auf den Tisch und ich schaue es mir an, wenn ich hier fertig bin. Ja. Man kann da Bett benutzen. Hier liegt zu viel rum, da kann man nicht schlafen. Wer hat dich gefragt? Wenn ich mich richtig erinnere, dann muss man den Plan für die Fahnen mit der Laverne irgendwie machen. Aber keine Ahnung, so weit haben wir noch nicht. Weiß ich nicht. Oh, da ist der Max! Von Sam Max! Drachenpläne. Weinflasche. Kann man den Wein nicht irgendwie zu Essig machen? Wird Wein nicht zu Essig? Oder irgendwie so? Schublade. Vergiss es, Mann. Ich schnüffle nicht in fremder Leute Unterwäsche. Ja, ist ja gut. Was haben wir da? Ich verstehe nicht, wie sowas fliegen kann. Den technischen Kram verstehe ich nicht. Spiegel? Hey, was ist das da auf dem Plan? Sieht aus wie eine Geheimbotschaft. Oh, doch nur ein Kaffeefleck. Da hab ich mich schon gefreut. Für so gute Zähne wäre das eine ziemlich einfallslose Sache. Für so gute Zähne wäre das eine ziemlich einfallslose Sache. Hi, Pferd. Ist es etwas Selber hi. Ups, du kannst ist es etwas sprechende Pferd, oder? Ups, du kannst ja sprechen. Hey, das kannst du auch. Was für ein Zufall. Nette Zähne. Den muss man ziehen. Danke. Irgendwas muss man... Ich habe auch viel dafür gezahlt. Das sind Goldzähne. Habe ich schon erwähnt, dass deine Zähne toll aussehen? Danke auch. Ich dachte, Pferde könnten nicht sprechen. Vielleicht wollten sie auch nur nie mit dir reden. Schon mal daran gedacht? Du meinst, die Pferde haben mich mein Leben lang reingelegt? Wenn du es so formulieren willst. Ist das eine Art Trick? Keine Magie. Ich bin nur ein Pferd. Was macht ein Pferd wie du an einem Platz wie Lies diesem? dem Pferd aus dem Buch vor. Hey, ich wohne hier. Was willst du hier? Aus welchem Buch? Ich muss gehen. Bis später. Aus was für ein Buch? Ey, ich hab kein Buch. Geh mal mit dem Bernhard. Aus dem Buch. Was war denn das für ein Buch? Das Chicagoer Handbuch für den thermodynamischen Fluxkompensator. Großartiges Buch. Okay, ich probiere jetzt, aber warum? Da sehe ich überhaupt keinen Zusammenhang nicht jetzt gerade. Der LALR-Übersetzer ist wie folgt konstruiert. Zuerst eine elementare elektrische Struktur. Wenn die Einzelteile NP komplett sind, kann der Krungo-Faktor ignoriert werden. Bla 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 bla. Puh. Wer soll denn da drauf kommen, sag? Wer soll denn... Die sind genauso groß wie die von Eddie und der isst rohes Stroh auf der Bühne. Für so gute Zähne wäre das eine ziemlich einfallslose Sache. Das weiß man einfach. So. Wer soll denn da drauf kommen? Die Frage ist, welcher ist Styropor und welcher ist der echte McCoy? Ich möchte bemerken, dass wir beide echt sind, aber keiner ist McCoy. Wir sind Edisons, Ned und Jet. Linkshänderarme. Wer ist wer?
Ist das wichtig? Und dann ist vielleicht... Unser Vater kann uns auch nicht unterscheiden. Verkehrt und dann kommen sie aus dem Dings rausgeschubst Er und dann weiß kommen wir nur, da dass wieder einer weiter. von uns Linkshänder, der andere Rechtshänder ist und dass wir beide nicht in seine Fußstapfen treten werden. Halt still, Jet. So, ich traue mich kaum zu fragen, sind Sie der Marmorlieferant? Ja. Oder das Model? Erst einmal umschalten, damit wir sehen, wie das früher ausgeschaut hat. Schön hat's ausgeschaut. Ich bin das Model, soll ich mich jetzt ausziehen? Ich bin das Model. Soll ich mich jetzt ausziehen? Warum liegt hier eigentlich Marmor? Nein, das solltest du ganz bestimmt nicht. Bei deiner Figur hätten wir Probleme, außer wenn wir 2 Marmorblöcke zusammensetzen würden, aber dann hätte dein Abbild einen Sprung. Macht nix, den hab ich eh. Rufen Sie uns nicht an, wir rufen Sie an. Entschuldigung, ich hoffe, ich habe euch nicht gestört. Jetzt zu spät. Zu spät. So, jetzt nehmen wir mal den Hammer. Austauschen. Oh nein! Ich hab's verlernt. Oh, wo ist nur die Muse hin, die einst meine Hand so künstlerisch führte? Muss die Inspiration so flüchtig sein, Kunst so grausam? Ich bin ein Versager. Sag das nicht nett. Vater hatte recht. Wir Edison sind Wissenschaftler, keine Künstler. Lieber Bruder, wir müssen stark sein in diesen Zeiten der Missgeschicke. Warum lässt du mich nicht einfach mal eine Weile hämmern? Ich räume diesen Müll weg und fange neu an. Du ruhst dich aus, trinkst einen Cappuccino. Ich bin froh, dass wir getauscht haben. Und jetzt ist ich glaube, das könnte etwas werden. Es ist so schön clever gemacht, das Spiel. Es gefällt mir so gut. Und jetzt kannst du es in den Mai halten, jetzt können wir es ausschubsen. Das probieren wir auch gleich. Das probieren wir auch sofort aus. Los geht's. Auf ihn. Ich liebe es. Das ist... Kann man nicht sogar ziemlich einfach selber so Scam-Spiele machen? In dieser Engine zum Klicken und so? Das war eigentlich schon mal witzig. Kann man miteinander alle ein Spiel machen. Denken wir es lauter so ein Blödsinn aus, das war super. Auf dem Bauernhof. Ich weiß nicht, was an der explodierenden Katzenschüssel falsch war. Die gute alte für explodierende Katzenschüssel, Leute! Nein, das ist so jetzt nicht, ich vergieße, aber wo ist denn die Tussi drin, die wo... Da ist drin. So, außer mit dir jetzt. Außer mit dir jetzt. Push. Miau. Kommt die jemals wieder? Ich hab Wie keine sagt Ahnung. man so schön? Wenn du die Welt retten willst, musst du ein paar alte Damen die Treppe runterschmeißen. Okay. So, jetzt ist die Frage, jetzt kann man da Videokassetten. Es gibt nichts Besonderes aufzuzeichnen. Hat man da nicht den alten irgendwie dazu gebracht, dass er den Safe aufmacht und dann kannst du das abfilmen und dann hast du die Nummer von dem Safe. Etwas Seltsames passiert hier. Ich weiß aber nicht mehr wie. Entkoffeiniert. Stimmt, er sauft die ganze Zeit Kaffee und ich muss das Ding austauschen. Aber wie? Stimmt, irgendwo gibt es einen Kaffee.
Irgendwo gibt es ein Kaffeekandel, aber ich weiß nicht mehr wo. Wo hat es denn das Kaffeekandel gegeben? Nur mit da lang. Da waren wir auch noch gar nicht drin, da, oder? Da ist er. Kaffee, entkoffinierter Kaffee. Her damit. Normaler Kaffee. Dann haben wir noch ein Gobi. Und eine Mikrowelle. Der Duke. Gütezeichen Mikrowelle. Gehört da nicht. Falsche Größe. Sonst kann man da nichts tun. Da brauchen wir die Münzdinge. Was haben wir da? Sieht kaputt aus. Ich glaube nicht, dass die jemals wieder läuft. Machen wir einen Schrank auf. Trichter. So, was man einen Trichter brauchen, weiß ich nicht, aber das werden wir noch herausfinden. Jetzt passt du beobachtet. Pulli rein. Da vorher schon mal jemand gesagt und dann den wir Mütze rein. Später am Tag. Wow! Und wann ist er jetzt fertig? Das wird ziemlich lange laufen. Ich habe eine Menge 50er da reingesteckt. Und wie lang? Weiß man nicht. Für was, dass man einen Pulli braucht, weiß man auch nicht. Jetzt geben wir dem alten Professor mal den entkoffinierten Kaffee. Irgendjemand wollte vorher noch mit F1 den Clown sehen. So schaut der Clown aus auf F1. Ach, der Pulli ist trocken in etwa 200 Jahren. Verstehe schon. Ich verstehe schon. Was war denn da eigentlich? Ah, da ist mir aufgekommen. Da ist mir aufgekommen. Oben müssen wir aber. Nicht der Shortcut. Das Ding läuft halt jetzt 200 Jahre. Das ist ein Blödsinn. Hamster in der Mikrowelle incoming. Hab schon drüber nachgedacht. Tu den nicht oben. Entkoffinierter Kaffee. Danke. Das brauchte ich Messer jetzt. klauen? Ich hab kein Messer, oder? Hab ich ein Messer? Ich hab ein Gobi. Okay, jetzt müssen wir dann ganz schnell... Muss den Safe öffnen. Muss den Vertrag unterschreiben. Muss es für die Familie... So, jetzt ganz schnell aufhören, dann müssen wir uns das anschauen. Wir kommen da am schnellsten auf. Wahrscheinlich... Ja, ich weiß wie. Haben wir gerade gesehen, wenn wir am schnellsten aufkommen. Oder wahrscheinlich muss man vorher auf Record drücken. Weiß ich nicht. Wir werden wir austauschen. Wir werden herausfinden. So wird ich sagen. So, eine da. Ja, wunderschön. Ja, vielleicht war es doch gar nicht so schnell. Dann ganz schnell da oben. Ja, dann ganz schnell da rein. Ja. Und Record drücken. Sehen haben wir einen Scheißtrick. Dr. Fred Edison, Steuerfahndung. Bitte kommen Sie mit. Was? Wir würden gerne mal Ihre Bücher einsehen. Oben. Jetzt pass auf. Das Band ist am Ende. Zurücklaufen lassen. Play. Dr. Fred Edison, Steuerfahndung. Bitte kommen Sie mit. Wir würden gerne mal Ihre Bücher einsehen. Wenn ihr einen Zeitlupenmodus oder irgend sowas braucht. Ja. Ja. 101. 999. 57. Öffnen.
Dr. Fred Edison. Müssen wir das jetzt echt? Fahndung. Bitte kommen Sie mit. Okay, Hammers. Können wir jetzt da einfach oben gehen und es funktioniert? Tentakel hilft! Smaragd zurück! Bürgermeister gratuliert, Purpur hält. Das ist also sein Plan. Verdammte Purpur. Purpur Tentakel. So, diesmal gehen wir anders rundum. Geht schneller. So, dann, da eine. Jetzt machen wir den Safe auf. Mal sehen. 101. Hat er sich gemerkt. 999. 57. Nice. Vertrag. Die Gruppe aus dem ersten Teil soll hiermit bekannt sein als ein verrücktes Genie. Aber was genau ist das? Was genau soll ich mit dem? Die Gruppe aus dem ersten Teil Verstehen. soll hiermit bekannt sein als ein verrücktes Genie. Verstehe nicht. Mal mit dem Ding durch. Kann man da sonst noch was der Hoagie braucht? Richter, stecken wir mit Gabe in den Typen rein. In den komischen Clown, da muss man auch noch irgendwas tun. Diese Gabel könnte nicht mal eine Seifenblase verletzen, schon gar nicht einen Clown wie Uso. Dann zwingen wir ihm die Oma mal das Design. Wir haben doch so ein Design-Ding gekriegt. Was ist bitte? Es ist 10? Was bitte? Es ist 10? Ich verstehe die Frage nicht. Ich verstehe die Frage nicht. Und ich dachte, Plastikleucht im Dunkeln wäre eine gute Idee. Es ist noch gar nicht 10. Ruhe ist. Plastikkotze, Briefmarken. Ja, da müssen wir nicht tauschen. Er hat das Ding, oder was ist das der Brief? Sie sind brillant. Ja, genau. Was für ein Design. Und ich dachte, Plastikleucht im Dunkeln wäre eine... Hey, hier ist ein Brief für dich. Für mich? Wahrscheinlich noch eine Absage. Na gut. Sie sind brillant? Tolles Design? Kommen Sie sofort nach Baltimore. So, haben wir da drin. Schauen wir, was wir euch so stellen können. Fernseher. Jawohl, es stimmt. Ein unglaublicher 4000 Karat Diamant für die lächerliche Summe von 2 Millionen $. Die Nummer lautet 1800 Star Wars. Wanda ist bereit, Ihren Anruf entgegenzunehmen. Ich hab's glaube ich gekriegt. Jetzt pass auf. Briefmarken auf diesen Brief drauf in dem Safe. Vor 200 Jahren in den Briefkasten reinstecken und wir haben die ganze Kohle für den Diamanten. Brudi! Briefmarken ist drauf, ab zum Hoagie. Mr. Hoagie, du schleichst dich sofort wieder aus. Das macht sogar einigermaßen Sinn. Das macht zumindest mehr Sinn, wie dem Viertel das komische Textbuch vorzulesen. So, ab in die Vergangenheit. Oder bei der Laverne waren wir heute noch gar nicht, gell? So, aussehen und in den Briefkasten eingesteckt. Muss unterschrieben sein. Orphanus, danke für den Hinweis. Kuss auf die Obernuss. Und wer hat so groß unterschrieben? Ich glaube, der Jefferson, oder? Jetzt warte mal, macht er das einfach so. Ich will nicht. Ich will nicht. Edison, Gegenwart. Wieso in der Gegenwart? Wer unterschreibt denn? Stopp. Jetzt nehmen wir erstmal den ganzen Zeug damit. Bis dahin braucht der Typ unten. Dann haben wir das Mausloch. Da schauen wir jetzt noch mal nach, was da los ist mit dem Mausloch. Es ist ziemlich klein.
Bild mit pokerspielenden Hunden. Mein Vater hat auch so eins. Machen wir da einmal die Tür zu, vielleicht sehen wir da wieder irgendwas Tolles. Telefon, Reste. Das werde ich auf keinen Fall anfassen. Kann ich mir vorstellen. Bin gerade ein bisschen verwirrt, wer das Ding unterschreiben soll. Der Zettel hinten an der Tür. Habe ich verkackt? Habe ich verkackt? Na, da ist, kann man nicht interagieren. Dachboden ist Edison. Gut, dass wir Dr. Fred Neymann schon eingewickelt haben, was? Das rote Band wird ihn ganz gut beschäftigen. Ist das ein W390B Sündenreport? Außenrundum durch den Kamin. Und dann muss man ihn austauschen mit der Mumie, glaube ich. Pass auf. Wir haben rauf, gehen wir durch den Kamin, müssen wir auf. Eins noch am anderen. Da muss man auch irgendwo. Ja, das kriegen wir schon. Können wir das mittlerweile vielleicht aufmachen? Geht nicht, das klemmt. Kriegen wir halt die Brechstange da. Himmel, warum benutze ich nicht einfach das andere Fenster? Okay, das ist ein Argument. Benutze Seil mit. Okay. Ich glaube, ich weiß. Aber eine rote Farbe braucht man. Oh oh. Hey! Wo ist der hin? Scheiße. Ah, da bist du. Oh, mir fällt etwas ein. Das Kapital muss versteuert werden, selbst wenn der Name auf dem Formular kleingeschrieben ist. Deswegen unterschreibt der andere immer so groß. Ja, ja. Probieren wir mit dem Schmatzen? Probieren wir das mal? Dr. Fred? Schläft wohl noch. Schläft wohl noch. Ja, jetzt pass auf. Haben wir gleich. Jetzt nehmen wir das Seil, was wir da gekriegt haben. Das tun wir in die Fahnenstange. Das klappt nicht. Dann tun wir es in die Kugelbox ein oder sonst irgendwo. Nö. Nein, den Flaschenzug tun wir es ein. Ja, und dann ziehen wir die Mumie von unten draußen nämlich auf. Vorher werden wir es rot umholen müssen. Wo kriegen wir die rote Farbe her? Wo ist ich brauche eine rote Farbe! Schmerzt mir noch schnell mit ihm. Gib mir das Ding. Besser nicht. Hallo. Was kann ich für dich tun, mein Sohn? Nette Zigarren. Ich mache sie selber. Noch eine Zigarre? Okay, aber zünden Sie sie dieses Mal nicht an. Würde ich so etwas jemals tun? Ich sagte doch, es ist eine schlechte Angewohnheit. Tauscht mal's aus. Ist das da nicht Albert Einstein? Hä? So schlecht. Ich sehe überhaupt nichts. Und nichts. jetzt noch mal eine anzünden lassen. Nichts für ungut. Jetzt können wir Feier machen. Was passiert denn jetzt eigentlich, wenn ich mit einem Schmerz? Hallo. Was kann ich für dich tun, mein Sohn? Nette Zigarren. Schauen wir mal, was jetzt passiert. Ich mache sie selber. Noch eine Zigarre? Okay, aber zünden Sie sie dieses Mal nicht an. Würde ich so etwas jemals tun?
Ich verstehe das nicht. Ich verstehe das nicht. Verzieh dich. Okay, wir haben so eine Zigarre, die explodiert. So. Irgendjemand hat geschrieben, rote Farbe, Hoagie, Dachboden. Und am George Washington das Gebiss ausspringen. Ihren Bündner fließt. Vogelbad. Wahrscheinlich baden abends nicht allzu viele Vögel. Was? Auf dem Tisch steht die rote Farbe? Wo? Da, wo wir gerade waren? Glaube ich nicht. Meinst du das da? Scherzpistole, Tisch mit Müll. Na, das ist Partymüll. Ja, aber wo hast du die Sonne? Schauen wir uns das mal an. Ekelhaft. Das möchte ich nicht mal anfassen. Na? Jetzt gehen wir mal zu ihm und schauen wir mal nach oben. Schauen wir mal, ob er auch durch den Kamin kommt. Tatsache. Da hängt auch schon. Da war eine Möwe. Die Möwe kommen doch irgendwo her. Kommen die Möwe irgendwo her? Wer kennt die Möwe? Nur Pro-Gamer kennen die Möwe, die gerade da war. Das ist von einem Bett blockiert. Da ist die rote Farbe. Und eine Maus. Katz mit einer Maus. Okay, rote Farbe. Her damit. Was haben wir da? Falltür. Schauen wir mal, ob wir das Bett wegschirmen können. Für was auch immer. Wohin damit? Weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Netzbett, Jetsbett, Katze. Schauen wir die Katze an. Was für eine niedliche Miezekatze. Der muss mal irgendwas. Für so gute Zähne wäre das eine ziemlich einfallslose Sache. Das weiß tatsächlich, ja. So, rote Farbe zum Burner. Was haben wir da? Wir haben noch einen Eimer. Seife, Öl. Was haben wir denn alles haben? Was? Prothese. Wohin damit? Gut, wechselt mal zum Bernhard. Der hat jetzt rote Farbe. Revolver, Zigarre zum Hoagie. Für was, dass man das da ist, braun, weiß ich noch nicht. Aber egal, jetzt streichen wir den anderen erst einmal an. Jetzt streichen wir erst einmal rot an. Das ist die Frage, ob er das weiße Ding da oben auch braucht. Keine Ahnung, aber das werden wir sehen. So, rote Farbe. Nein, ich mag es, wie es ist. Nein, ihm soll ich so streichen, nicht das Vogelbad. Streich nur jetzt! Jetzt geht aber schnell, oder? Ted ist tot und Ted ist tot. Okay, dann auf. Kann man den. Wahrscheinlich kann man halt nicht aufziehen, weil er das Vogelbad in der Hand hat. Das werden wir jetzt gleich herausfinden. Hopp, in den Kamin. Okay. Und am Seil ziehen. So, und das haben sie nicht gehört. Glaube ich nicht. Glaube ich nicht. Seil, da ziehen wir jetzt nicht. Jetzt gehen wir auf, bünden wir einen Doktor und ziehen wir den oben. Hopp, 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 hopp. Schaut gut aus. So. Oh oh. Hey. Sehr witzig. Es gibt keinen Kommen vor der Steuerfahndung. Also und der zweite, der drin liegt, auf einmal, das fällt. Benutzt es mit Dr. Fried?
Und ihm ziehen wir jetzt aussehen. Schauen wir mal, ob das geht. Oh oh. Hey. Sehr witzig. Bleib einfach liegen und nimm es wie ein Mann. Wie kriegt man den jetzt da? Ich dachte, da war etwas. Alles in Ordnung da drin? Das Game, Alter. Versuch einfach leise zu sein, okay? Okay, hätte ich gut. Schaut gut aus. Dr. Fred. Benutze Seil. Mit einer... Das war nichts. Wie kriegen wir hier jetzt da raus? Da ist nichts dran befestigt. Ja, bin... Okay, okay. Bünd mir jemand Solar nicht. Passt. Und jetzt ziehen wir ihn aus. Hoffe ich. Nö, den Fehler mache ich nicht noch einmal. Muss ich oben, oder? Sehr schön. Zauberhaft. Uff. Dr. Fred, sind Sie okay? Dr. Fred! Ich bringe ihn besser ins Labor. Tja, jetzt habe ich ihn hier, aber er ist bewusstlos. Dann schütt mir einmal den richtigen Kaffee wieder ein. Ich könnte ihm das Zeug ins Gesicht kippen. Ja. Ja, tu es. Haha! Verdammt guter Kaffee. Verdammt guter Kaffee. So, und jetzt muss ich ihn überreden, dass er das Ding unterschreibt, oder wie? Ich habe hier einen Vertrag zum Unterschreiben, Doktor. Tut mir leid, ich unterschreibe nichts, was ich nicht gelesen habe. Unterschreiben Sie, oder ich werde echt verrückt. Und was dann? Bist du nicht mehr mein Freund? Dann gib ihm den Vertrag. Würden Sie bitte den Vertrag unterschreiben? Ich unterschreibe nichts Ungelesenes. Ja, dann lies! Gut, dann lesen Sie halt. Ich bin damit beschäftigt, die Menschheit zu retten. Ich habe keine Zeit zum Lesen. Jetzt lass mich alleine. Der macht mich narrisch, der Typ. Er macht mich verrückt. Völlig verrückt. Jetzt stehe ich ein bisschen am Schlauch. Es ist soweit 20 nach 10. Eins machen wir jetzt noch. Jetzt wollte ich mal unten die Ziege angeben. Oh. Schon bald wird die ganze Kraft des Himmels mir gehören. Nur mir. An den erinnere ich Wenn mich wir noch. nur schlechteres Wetter hätten. Fertig. So, jetzt pass auf. Jetzt gehen wir mal Ziegern. Entschuldigung. Ja? Geht das so einfach? Mr. Präsident, darf ich dir eine exzellente Zigarre anbieten?
Haben Sie denn auch Feuer? Na klar. Ja. Nun, wenn es so ist. Mist! Ich hasse so etwas. Sieh zu, dass du sie für mich finden kannst, okay? Danke. Jetzt haben wir die 10, aber dann haben wir 2 mit 10. Was, ich verstehe. Wie? Wo sind die 10 jetzt hier? Stimmt, und einen Bam wollen wir noch. Einen Bam wollen wir auch noch. Die haben wir noch. Da müssen wir aber die rote Farbe zum Hoagie schicken. Weißt? Wo ist der Baum? Der muss ja draus zeigen, oder? Ja, Klapperzähne, ich hab mir schon gedacht, jetzt, dass wir da die Klapperzähne jetzt dann gleich brauchen. Aber wo ist denn der Baum? Der schaut doch da rechts aus dem Fenster, oder? Ja, steck mir mal die Klapperzähne ins Maul. Hoppala. Kannst du die gebrauchen? Nun, danke, junger Mann. Seltsam. Vielleicht sollte ich den Kaffee weglassen. Hey Tom, sieh mal. Dem Gründer unserer Nation ist kalt. Mach mal Feuer. Jetzt ist er am Akkord wegen die Du hast recht. Oh. Ich denke, du kannst meinen Holzblock haben. Ich? Warum soll ich das Feuer machen? Du machst das Feuer. Mich stört der Rauch. Du machst das Feuer. Ich mach's Feuer. Mich stört deine Einstellung. Du machst das Feuer. Der Baum ist bei den Klos? Okay, da schauen wir auch noch. Nein, du machst das Feuer. Ja, jetzt satz jetzt stark, ich Nein, mach's du Feuer. machst das Feuer, Holzliebhaber. Ich mach das Feuer. Nein, du machst das Feuer. Was soll denn Nein, du machst es. Was soll das denn? 2 Stunden später. 2 Stunden später. Du großes Baby. So, das haben wir. Kann ich jetzt die Decke da nehmen? Ja, endlich kann ich die Decke nehmen. Für was werden wir die Decke noch gerade brauchen? Schauen wir es mal an. Navajo, glaube ich. Hilft uns auch nicht weiter im Leben. Feuer haben wir. Okay, jetzt machen wir einen Baum. Baum moin! Los geht's! Betten müssen wir auch noch tauschen, hat's geheißen. Hab ich schon gelesen vorher, aber ich hab's nicht gecheckt. Nein, du machst das vorher. Ja, da ist der Baum. Was ist das? Kumquatbaum. Rot umholen. Und dann nochmal mit dem Schmerzen drin. Da schaut er quasi aus. Der Vater unseres Landes sieht mich an. Der Vater unseres Wow. Landes. Ach, ein Wein in die Zeitkapsel. Ihr Zeit. Ja. Auf einmal. Ja. Wird schon. Leute kriegen wir schon. Jetzt reden wir erst mit ihm. Ja, wobei es wurscht ist. Weinglaschen, Zeitkapsel. Danke, das ist genau das, was ich für die Zeitkapsel brauche. Ich vergrab sie heute Nacht, dann ist sie für Jahrhunderte sicher. Zukünftige Generationen stehen in deiner Schuld. Aber wo vergrabt das? Hui. Das ist eine geile Reaktion, aber hui. Entschuldigung. Ja? Ich habe über die Kirschbäume nachgedacht. Ich habe über die Kirschbäume nachgedacht. Am Sinnieren über die großen Wahrheiten, hm? Nun? Würdest du es mir mal demonstrieren? Warum sollte ich? Wonach hältst du Ausschau? Die Zukunft unserer Nation. Das Pärchen da am Baum?
Nein, nein. Ich bewundere nur mein Spiegelbild im Fenster. Schön, nicht? Was? Ich habe über die Kirschbäume nachgedacht. Am Sinnieren über die großen Wahrheiten, hm? Nun? Ich wette, du hast es verlernt. Du könntest keinen Baum fällen, um deine Oma zu retten. Verlernt? Ich? Und jetzt geht er aus und Maden ab und Ich würde es dir schon zeigen, wenn ein Kirschbaum hier wäre. Sehr schön. Aber wie du sehen kannst, gibt... Oh, du ahnst es nicht. Jetzt, Da draußen steht ein Kirschbaum. Tja, dann lass uns das Ding mal umhauen. Ich sagte, komm da sofort runter! Versuch es zu verstehen. Ich stecke hier fest in diesem... Laverne ist einfach so dumm. Voila. Du bist schon ein echter Mann. Ja, ich weiß. So! Schauen wir mal, was bei der Laverne abgeht. Lasst mich hier raus. Ich habe nichts getan. Ha, irgendwas musst du getan haben, sonst wärst du nicht hier, oder? Du wärst draußen mit deinem Besitzer und würdest dich für die Show fertig machen. Besitzer? Niemand besitzt mich. Ups, kein Besitzer, sagst du? Nun, mach dir darum keine Sorgen. Ich bin sicher, wir finden jemanden, der dich aufnimmt, bevor wir dich einschläfern müssen. Verdammt sei Dr. Fred. Fred! Hey, sie kennt das Motto der Edison-Familie. Weißt du, was ich dir sag? Ist gut jetzt! Speichern! Diesen Speicherplatz wirklich überschreiben. Sämtliche Fortschritte in diesem Speicherplatz geht verloren. Ja! Wir haben bei der Hälfte! 2 Stunden, 6 Minuten! Was ist dir sag? Jetzt ist Ruhe! Wie spät ist es überhaupt? Halbe 11. Leute, wir haben massiv überzogen. Wer zahlt mir die Überstunden? Sag! Spaß! Das Game. Also brutal, wie die 2,5 Stunden jetzt vergangen sind. Leck mich am Sack, Alter. Nein, nix weiterspielen. Also weiterspielen der wir auf alle Fälle, um Gottes Willen, das spielen wir durch. Und also spätestens nächsten Mittwoch. Oder nicht am Montag. Okay, weiß ich noch nicht. Schauen wir mal. Also ganz ehrlich, ich hab so viel. Wenn ich dann die Beutel von den Items vor dem Gesicht habe, dann fallen mir manche Sachen wieder ein, aber das ist ein Segener. So ein wirrer Durcheinander und aber es ist so gut gemacht. Es ist so, also keine Ahnung, wenn du darüber nachdenkst, dass das vor 28 Jahren gemacht worden ist, das war schon wirklich eigentlich der Gipfel. Und wenn ich ganz ehrlich bin, glaube ich, ist es sogar ein Ticken besser wie Monkey Island. Weil es halt einfach noch durchdachter ist, irgendwie. Was war denn eigentlich zuerst da? Monkey Island 1 oder Day of the Tentacle? Ich weiß nicht. Der Herr Löbel schreibt, was kommt nächste Woche? Also außerdem jetzt KSP oder Sea of Thieves oder was anderes? Weiß ich nicht. Weißt du, wenn wir das lernen, da diskutieren wir am Sonntag wieder. Da diskutieren wir am Sonntag im Discord wieder, was wir am Montag oder Mittwoch spielen. Also am Mittwoch auf alle Fälle Day of the Tentacle, das fertig ist. Und am Montag, keine Ahnung. Weiß ich noch nicht. Vielleicht haben wir auch nur 2 Runden Factorio, hätte ich schon auch Bock. Mein Bruder Stinkt schreibt, aber ist schon geil zum Zuschauen. Das freut mich wirklich, weil normalerweise ist so ein Adventure eigentlich... Ja gut, wenn man von Anfang an dabei ist, dann glaube ich, ist das schon ganz witzig. Zum Mitdrohen, was kann man da, was findest, wie schaut der nächste Raum aus und so. Kann ich mir schon vorstellen. Ist ja bei mir genau dasselbe, um Gottes Willen. Der Flash schreibt, kommt dann auch ein Sam & Max Stream? Irgendwann ja. Normalerweise machen wir es aber so, dass wir halt vor der Sommerpause, die jetzt dann irgendwann ist, aber den ganzen August lang ist, eben jetzt Retro-Adventure auspackeln. Da haben wir letztes Jahr ein Monkey Island Remaster gespielt, dieses Jahr heute auf der Tentacle Remaster. Und vielleicht spielen wir zwischendrin irgendwann einmal Sam & Max, spätestens nächstes Jahr vor der Sommerpause. Hüttensepp! Gute Bundesland.
Das ist tatsächlich, oder? Das geht sich am Mindestlohn hin, oder? 5 Euro. Sepp, das war ein Gaudi. Mehr sind die, Alter. Aber ganz ehrlich, wir sollen sagen, nach der Sommerpause haben wir so viele Spiele im Oktober, so dermaßen viele Spiele, dass ich gar nicht weiß, wo wir anfangen sollen. Und das ist ja fürs erste Mal gut so, weil wir haben schon sehr lange auf einer kleinen Durststrecke, was Spiele betrifft. Ich meine, das letzte richtig neu und richtig gute Spiel, wo wir drauf gewartet haben, war Resident Evil 8, aber das ist auch schon wieder 3-4 Monate her. 3 Monate, das ist überhaupt kein im Mai. Dann ist 3 Monate her, glaube ich. Kurt Roy schreibt, ich find's super, ich bin schon eine Zeit über 50 und mich freut's. Wir haben ja echt Leute, die mir zuschauen im Alter von 50 und höher. Jetzt kommen wir wirklich in die Altersklasse, wo ich mir auch schreibe, Alter, wir sind zu alt. Oder genau richtig, das kann sich jetzt jeder aussuchen. Kurti, I feel you. Nicht ganz, aber körperlich ja. Nico! Passt schon, geht auf mich der Überschuss von der Schulung in NRW. Oder was tust denn du um halb 11 auf Nacht in einer Schulung in NRW? Da war eigentlich gehört dir die Überstundenzeit, nicht mir. Nico, merci dir. Es war ein Gaudi übrigens für die Personen, die vielleicht neu dabei sind. Ja, es war ein Witz. Soll ja Leute geben, die ungefähr so viel Humor haben wie, weiß ich nicht, die Tröte. So. Oh. Der Hüttensepp schreibt, wirst du Battlefield spielen, wenn es rauskommt? Aber sowas von. Und dann werden wir mir Vollbier-Squads machen. Ha? Und so ernst spielen, wie es geht. Ja, wir freuen uns alle auf Battlefield. Auch ich. Ich hab Bock drauf. Ich hoffe, dass das nicht verkacken. Ich hoffe, dass ein neues Zukunft-Battlefield wird, so wie es 3er und das 4er war. Das war richtig geil. Ja, machen wir Community-Zocks draus. Natürlich spielen wir das. Natürlich. Ich habe nämlich auch offstream sehr, sehr, sehr fett Bock drauf. Und ja, dann schauen wir mal. Wenn Leute in der Community haben, die Ü40 gern, fühle ich mich eher wieder jung. Ja, so weit weg bin ich nicht mehr von 40. Kennst du dann Simon the Sorcerer? Daniel H., dass die Fragen draust. Selbstverständlich kenne ich Simon the Sorcerer 1 und 2. Habe ich aber bei weitem nicht so oft gespielt wie das da. Und für das, dass ich das so oft gespielt habe und vor allem lang gespielt habe in der Kindheit, weiß ich echt extrem wenig. Und am meisten gespielt habe ich damals Monkey Island von den ganzen Adventures. Es gibt noch, was waren das für Indiana Jones? Es gibt mehrere Indiana Jones. The Last Crusade und Atlantis und so weiter. Ich glaube, Last Crusade war der Teil, den ich noch gespielt habe. Der mir auch gut gefallen hat, den ich immer gerne mal wieder rausgreint habe. Schaut einmal Leisure Suite Larry an. Das war mein allererstes Computerspiel in meinem Leben, das ich gesehen habe. Überhaupt, glaube ich, bei meinem Bab. Das war auf einer Papierdiskette. Lazy Larry ist drauf gestanden. Hat man, weiß ich nicht, war halt damals irgendeine Raubkopie, das war wurscht. Das war das allererste Leisure Suite Larry, da wo du Text eingeben hast müssen und nicht mit Klick, nimm das, tu das und so. Werde ich nie vergessen. Leck ist das lang her. Ja, leck ist das lang her. Also da war ich sprichwörtlich 5. 3, 4, 5. 5. 4, 5. Warte mal, wann ist das? Da muss ich 4, 5 Jahre gewesen sein. Geht nicht anders. Da war der Bab noch da. 3 war Last Crusade. Ja, ist schon klar. Und Atlantis war dann noch ein Extrix. Indiana Jones und Discworld. Discworld kenne ich, habe ich aber nicht gespielt. Loom kenne ich auch, habe ich aber auch nicht gespielt. Das Discworld Point and Click war auch legendär auf dem gleichen Humorniveau wie Day of the Tentacle. Discworld habe ich nicht gespielt. Der Hüttensepp schreibt, ja endlich mal eine Abwechslung. Warsome geht am Beidel, wenn du das jeden Tag spielen musst, weil es nichts anderes gibt, wenn du der Ego-Shooter-Pro-Gamer bist. Ja, ich habe mit Warzone auch schon wieder aufgehört, um ehrlich zu sein. Da kriege ich einen Vogel. Das ist so cheater-verseucht, aber ganz ehrlich, leider wird es uns im Battlefield auch nicht anders gehen. Aber das Gute am Battlefield ist, wenn mir einmal ein Cheater auf der scheiß Map erwischt, dann spawn ich in 10 Sekunden wieder und muss nicht wie in fucking Warzone erst mit 2 Minuten in der Lobby umeinander kacken, die nicht funktioniert. Dann muss ich 1 Minuten lang das Warm-Up spielen, dann muss ich abspringen und wenn ich Pech habe, bin ich in den ersten Sekunden wieder von einem Cheater erschossen. Aber ja, was weiß ich schon. Der Glockengießer schreibt, ich habe Indiana Jones und der letzte Kreuzzug für die Scum Engine.
Ja, die darf ich mir wahrscheinlich da auch, aber ich weiß gar nicht, ob das so ist das so hundertprozentig legal? Ich mag jetzt da keine irgendwie anstiften. Kennt etwa noch Little Big Adventure? Was für eine Frage ist das, Frau Richter? Natürlich! Little Big Adventure 1 und 2, ich habe es geliebt. Aber viel gespielt, aber bin nie weit gekommen. War auch schwer. Mr. Wave, merci an die, dass man die guten alten Spiele noch mehr erleben darf. Gerade mit dir macht es gleich doppelt so viel Gaudi wie allein. Der Danuvius, das freut mich wirklich sehr. Ganz ehrlich, ist es ja nicht bloß, wie soll ich sagen, ich habe ja auch Spaß dabei. Mich trifft es ja auch. Am liebsten spiele ich halt auch Spiele, die ich halt selber früher auch gespielt habe. Aber für alle Neuen vielleicht im Stream, keine Ahnung, ich spiele nicht nur alte Spiele. Das tue ich ehrlich gesagt sogar extrem selten. Normalerweise spiele ich gern Storyspiele, Horrorspiele und ja, keine Ahnung, die halt einfach eine Linie haben, die so 10 Stunden dauern, dass wir immer ein bisschen Abwechslung haben und nicht immer das Gleiche spielen. Das war mir von Anfang an wichtig. Das wird auch nie anders werden. Ja, also wir werden immer wieder mal was anderes spielen. Was ist mit Baphomets Fluch? Ja, das habe ich aber nicht lang gespielt. Kennst du Nibiru? Nein, kenne ich nicht. Leisure Suit Larry gibt's neue Teile. Herr Axialcoin, ja, das weiß ich. Weil da gibt's auch einen ganz neuer, glaube ich. Leisure Suit Larry. Als 6er habe ich gespielt auch. Da war dann, also ich habe als 1er gespielt, wenn man das Spielen nennen kann. Ich meine, da war ich 5 und mein Papa hat mir auf ein Post-it damals aufgeschrieben, was ich alles reinschreiben kann. Give her a kiss, give her und bla bla bla. Und weit bin ich da nicht gekommen. Und als 6er, da hat es, glaube ich, sogar so eine Funktion gegeben mit dem Hosentier. Da hat man überall reinbieseln können, einen Abfalleimer und lauter so einen Scheiß, weiß ich auch noch. Das kann man mal spielen, das ist lang her. Aber da kriege ich wahrscheinlich einen Nude-Strike, weil da den ganzen Tag noch die Weiber aneinander laufen. Und du kannst damit auch so Strip-Poker spielen, so mit Würfel. Das habe ich auch lang gespielt. Das hat Kleinbürger auch lang gespielt. Aber ich weiß nicht mehr warum. Nude-Strike wegen 3 Pixeln. Ja! 6er ist nicht so verpixelt. Wie schaut denn der 6er aus? Also, habe ich gespeichert? Ja. Pass auf, da muss ich jetzt selber schnell schauen, wie die Grafik. Wahrscheinlich habe ich es viel besser in Erinnerung, wie halt das so oft ist, wie es in wirklich war. Pass auf, Leisure Sweet Larry 6 Shape up or slip out. Pass auf. Ich brauche, das gibt es auch auf Steam, sehe ich gerade. Was kostet denn das? 5 Euro. Ich kriege wahrscheinlich jetzt schon, wenn ich so mache. Ja, die Grafik war vielleicht dann doch nicht besser, wie ich mir das gedacht habe. Depp! Wir hatten ja, das war viel pixeliger, wie mir das war. Leck. Ich habe jetzt sofort den Instant-Flashback, wenn ich die Form von die Schlüssel sehe und das seht ihr meinen Mauszeiger, ich hoffe, und das da, das ist die Hosentierfunktion. Alter, das hat doch nicht so ausgeschaut, das gibt's ja nicht. Ja, bist du besoffen, Alter. Ja, bist denn du besoffen, Alter. Naja, gut. Vielleicht. Also, das habe ich auf alle Fälle später erinnert, ich mich vielleicht noch an ein paar Sachen. Da hat man in so einem Hotel versuchen müssen, Weiber aufzureißen, weiß ich noch. Irgendwie so, ja, also. Ja. So, Leute. Jetzt schleichen wir uns ins Bett hinein. Habe ich schon erwähnt, dass am Sonntag in einer Woche, ich weiß schon, da ist noch ewig hier, aber ich verzeihe es trotzdem, kommt ein neues Lied, beziehungsweise ein Remake oder ein Remaster, wenn man es so nennen möchte, von einem Lied von mir. Neuer Beat, neue Qualität, neue Hook und größtenteils oder 50-50 neuer Text und so weiter und so fort. Und dann da die Song, freuen wir uns drauf. Ich hoffe, dass es euch taugt, um Gottes Willen. Habe ich echt lange umeinander gewurstelt. Ich denke mal, wenn ich fertig bin mit dem. Wir haben eigentlich gerade ziemlich wenig Leute, dass ich es herzahlen kann. Aber na. Vielleicht nächste Woche am Mittwoch. Vielleicht. So. Ja, sonst gibt es einen recht fetten Song. Ich bin voll im Sommerpause-Modus, sage ich euch ganz ehrlich. Ich werde nicht mehr recht viel machen.
Ich werde nicht mehr recht viel machen. Bis in 2 Wochen ziemlich genau, oder? Lass mich mal schauen, wie oft sehen wir uns noch? Exakt 4-mal. Exakt 4-mal und am 4. August ist der letzte Stream. Erstmal für dann grob 4 Wochen. Ich komme wieder am 6. September und da lassen wir uns ein paar Sachen einfallen. Ich hoffe, dass ich dann auch wieder etwas mehr Bock auf Videos und so weiter habe. Ich habe Ideen. Sehr viele sogar. Auf den Stream. Zwei Spezialitäten. Das wird gut. Und ich bin halt schon voll im Urlaubsmodus. Keine Ahnung. Es soll jetzt nicht heißen, dass ich keinen Bock mehr habe, aber ich bin froh, wenn Sommerpause ist. Ist einfach mal, kehrt jetzt einfach einmal her. So. Jesse schreibt, aber der hat jetzt den Tackle spielen wir schon fertig, oder? Ja, jetzt werden wir den erst fertig. Jetzt haben wir die Hälfte. Jetzt haben wir die Hälfte. Ich brauche halt dann Hilfe. Müssen wir leider ein bisschen reinschreiben, was wir als nächstes da sind und das ziehen wir dann nächsten Mittwoch durch. Und fertig. Und übernächsten Mittwoch ist dann noch Blätschmerz. Da sitzen wir uns her und machen wir einfach 1, 2, 3 Stunden. Einfach nur bla 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 hier, bla 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 da. Unterhalten wir uns vielleicht noch über das Lied. Unterhalten wir uns über alles, was so die ganze Saison eigentlich war. Und Blätschmerz halt. Wie wir es alle halbe Jahr ungefähr mal machen. Der Berner schreibt, Hilfe ist da, das habe ich gesehen, da waren ein paar Pros auf alle Fälle am Start, die so die Spur offensichtlich auswendig kennen. Ich weiß leider Gottes nicht mehr so vorher, ein paar Sachen habe ich schon noch gewusst, glaube ich, aber jetzt beißt es dann langsam aus. Ich meine, wie oft, dass ich in dem Spiel den Anfang gespielt habe, also die ersten Sachen, die halt offensichtlich sind, aber dann halt an ein paar Sachen einfach nicht weitergekommen bin. Aber mei. So, Leute, jetzt gehen wir ins Bett. Vielen, vielen, vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen, wie immer. An die ganzen neuen Leute, hey, lasst ein Abo da. Warum? Das weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Aber normalerweise streame ich jeden Montag und Mittwoch und ab und zu kommt da einmal ein Blödsinns-Video. Ab 20 Uhr. Ich hoffe, Sie hatten Spaß. Ich hatte Spaß. Kindheitsflashbacks Level 9000. Holla die Waldfee. Press F für die Moderatoren und vielen herzlichen Dank für die ganzen Donations und vielen herzlichen Dank für die ganzen neuen Mitglieder heute. Was zur Hölle da eigentlich los war, das weiß kein Mensch nicht. Offensichtlich gibt es da heute irgendwas umsonst. Das waren halt 10, wenn du mich fragst, oder 15. So viel haben wir, glaube ich, keine Ahnung. Normalerweise sind es 2, 3, 4, vielleicht so ein bisschen. Aber heute waren es heute gefühlt 20. Ich weiß es auch nicht. Sommerpause ist bis zum 6. September übrigens. Das ist der Montag, da bin ich wieder da und dann machen wir nur noch Blödsinn. Falls es uns noch gibt, ja, am 1. August kommt der Upload-Filter. We will see, oder? Wir werden sehen. So, Friends of the Sun, ich wünsche euch vorab ein schönes Wochenende. Vergesst Bumsuf nicht, meine App. Wenn du wieder mal keinen Grund zum Saufen hast. Wer jetzt davon noch nie was gehört hat, der geht in meinen YouTube-Kanal, suchst einfach noch Birger und suchst das vorletzte Video, da ist hier ein Bumsuf-Update, da geht's ganz anders. Wenn du ein iPhone hast, lass bleiben. So, und jetzt schleicht euch ins Bett. Vielen herzlichen Dank, Leute. I'm serious. Ich freue mich so sehr auf die Sommerpause, ich kann es euch gar nicht sagen. Haut euch ins Bett bis Montag 20 Uhr, habe! Bussi aufs Nussi, habe ich dir.